Voilà, ich begrüße Sie herzlich auf dieser Table Ronde, die wir heute in Oventhal organisieren zu einem Thema, den sicher interessant ist, die sicher ein großes Potenzial hat, wo wir eigentlich viel zu viele Punkte Werte schwätzen, für das wir alle Punkte am Fond könnten diskutieren. Eine Table Ronde, die als Thema hat 4 Jahre um Rapport Artuso, Bilan und Perspektiven. Was das geschieht an den letzten 4 Jahren, was für Konsequenzen sind aus dem Rapport Artuso herauskommen, was für politisch, was für gesellschaftliche Konsequenzen hat das gehabt. Wir sind in einer Diskussion, wo klar ist, dass wir es kurz fassen, dass es nicht geht, dass wir Exposé von einer Stunde zu allen Punkten machen, weil sonst sitzen wir mehr den Abend nachher. Wir haben auch das erste Mal froh vom Publikum an den Schluss zum Schluss von der Diskussion machen, weil sonst kommt man nämlich an der ganzen Sache nicht raus, wenn wir als Nervenstreng an der Ginter genug an dem heutigen Thema verfänken, dann hängen wir. Die letzten 2 Wochen umrangreihe Artikel in der Presse gehabt, die als ein Thema von heute Abend dann auch eigentlich direkt konzernieren. Wir haben einen Artikel gehabt über den Besuch von den Amerikanern vom Herrn Braun an der Vox, das für eine längere Woche den Artikel von Bernhard Gottlieb gewesen über Antisemitismus, wer kann, wer darf, wer das nicht. Das sind Sujets, die eigentlich durchgehen, wie gesagt, für ganz Abend zu machen, können auch schon eigentlich annoncieren, dass wir so ein Ausgangsjahr, also wahrscheinlich November, eng Table Ronde zu machen über was das Antisemitismus, bis wo kann ich gehen an der Kritik in Israel, das ist ein Thema, den sicher viele interessiert, an die sicher auch riskiert, spannend zu gehen. So, probieren das Ganze ein bisschen chronologisch aufzubauen. Das heißt, ich werde eine Reihe Fragen konkret und einzeln von herstellen. Und dann aber immer natürlich die Möglichkeit gehen, etwas zu sagen, wenn ich etwas will sagen, dann möchten Sie sich bemerkbar, das meine ich nicht mal klar. Fangen wir vielleicht an mit Herrn Moïse. Wie ist den allgemeinen Interesse Schicksal von den Juden am Zweiten Weltkrieg für den Rapport Artuso gewesen? Das ist eine Frage, die ich vielleicht mich stelle. Kann ich sagen, dass das Schicksal von den jüdischen Opfern am Zweiten Weltkrieg für den Rapport Artuso genug abgeschafft war? Ja, merci für das Frage. Also wie den 9. Juni 2015 den Premier, aber auch den Präsident vom Parlament, von der Chambre, die Excusen für eine gewisse Kollaboration ausgeschwert hat, Excusen und Juden, als dann noch klar gesagt ging, dass der Gest das für die Juden die Historiografie von Lützeburg zu reintegrieren. Und zwar, weil er ganz klar das Gefühl hat, dass wenn 70 Jahre das Schicksal am Fongol nicht präsent war zu Lützeburg, dass die Persekutionen von den Juden am Fongol nicht thematisiert waren. Wenn ich gucke, was für eine Recherche da war, ich meine, da war auch nicht viel Recherche da. Wir sehen, dass ein Journalist, Paul Serftin, zu Brüssel war, die hat Recherche gemacht hat, also Privatmann, den sich auf Privatsourcen, also Journalistensourcen basiert hat, die also heute nicht zu finden sind. Wir sehen, dass das dort seine These gemacht hat, das war vielleicht nicht falsch zu sagen, dass wie in seinem Doktorat habe ich gemacht hat, vielleicht nicht gedacht hat, dass so viele Jahre danach darüber verschwätzen. Viel mehr war nicht da. Und das wisst das besser wie ich. Und ich meine, kann ich sich dann eben, dann haben wir uns vorgestellt, wie das möglich ist, dass weder von staatlichen Instanzen noch von Historikern dann das Schicksal von den Juden und auch die Konsequenz davon, dass kein Monument da war, dass die Spoliationen am Anfang nie unerkannt sind, dass eine gewisse Reihe von Sachen nie gemacht sind für die Memoir. Ob das eben einen Grund hat, und das war eben, für mich nur kurz zu halten, der Stand der Dinge gewesen, bis dann die Kommission sur les Spoliations an die gerufen ist, und bis dann, ich schreibe noch,
der rapport vom Herr Artuso dann von der Regierung kommanditiert genossen. Ja. Well just so wann net hart genug wäre oder wann der am Publikum net geif verstohlen, dann mat wann schrieben Zechen, das besser mir stellen de Mikrolobe se mir hart wie das sein oder Leute so, oh, ich nichttere. Ja, dat wollte ich aber trotzdem nach so. Als an der Gesellschaft den Sujet gewicht hun Zivilgesellschaft Papo zu dem Sujet eigentlich Intérêt gewiesen während der Zeit für Rapport. Also den noch an der Geschichtsbücher gesehen, dass praktisch nicht die Juden am Zweiten Weltkrieg an den Geschichtsbücher von den Schulen, mehr auch einer Bücher, da war einfach nicht jetzt von dem Schicksal von den Juden zu Lützeburg. An der Gesellschaft wird einfach nicht viel bekannt, nicht viel thematisiert. Ich meine, wahrscheinlich an den Krisen von Leuten, die den Krieg mitgemacht haben, als das wahrscheinlich von Themen gewesen wie auch viel andere, mit Wesen, dass zu Lützeburg eben zwei Gruppen eben mehr thematisiert, gehen sie ganz klar, die Resistenz an der Rolle de Force. Ich gebe ein Beispiel auch, gewisse Leute zitieren, dass für die Gesellschaft, aber auch für eine Art und Weise, das umzugehen, wie als Regierung da umgehen, dass durch Gesetze gestimmt gehen, dass über die Victime du Nazisme. Die Juden werden da nicht mit abgegriffen oder nicht spezifisch. Und das wird ja alles heißen, dass am Anfang die jüdische Communität nicht solch unerkannt gehen als an der Geschichte von Lützeburg. Und ich meine auch nicht mehr an der Zivilgesellschaft. Vielleicht außer die jüdische Freunde hat, die dann mit ihnen Leid hatten, weil sie das Schicksal von ihrem Noper, von Freunden gut kannt tun und darüber diskutiert haben. Mehr privat, gebe ich meinen. Herr Dostat? Ich gebe dazu zwei Detailsachen dabei fügen. Von 1961 an gibt es Monument zu Saint-Fontaine, aber das ist nicht am Zentrum von der Gesellschaft. Ja. Das ist eine Privatinitiative, aber es gibt es. Ich meine das auch, aber zumindest wenn ich es so erlebt, ich bin von 1975 rund zu Lützeburg, vierdrun kann ich mich nicht erinnern, also nicht, dass ich mich nicht erinnern, aber dass man nicht präsent, dass das Sujet irgendwo in Diskussion wird. Dono, als ein immer nächstes Abkommen, auch an einem anderen Kontext. Ich kann mich ganz gut erinnern, ich war ziemlich stürmisch Debatten am Saal in der Synagoge mit dem George Heisburg, wie den über die Exilregierung geschrieben wird. Da sind ja ein paar Kapitel dran an den Streit, ob ihn dann demals hat müssen illegal Pass ausgehen oder nicht. Just als Stichwort. Das ist so ein Feier gewesen. Denke ja da war, und dann war das Sujet fort, also das so abgeflammt, und dann war wie wann nicht gewirrscht wäre. Das Herr Nomer Dengerei, gebe ich das so junge Leute, ich meine, der mag als Lohnet Hai, den ich aber will nennen, der mag schon, ich meine, mit den Echten, den sich darauf als Historiker darauf fokussiert wird und dafür interessiert wird, auch bis heute lokal ganz gut Arbeit gemacht wird. Ich habe selber also schon von ein paar Jahren für die erste Kriege nach ein Kino gelesen, weil ich an meiner Dissertation geschrieben habe, das ist 2 Seiten, das ist nicht. Ich muss allerdings auch so, entretemps sind wesentlich andere Archivalien entdeckt gehen, dem Publikum zugänglich gemacht gehen, an den Archiv, am Nationalarchiv kommen. Also die Situation hat sich auch verbessert. Ich war selber verwundert, dass ein Dossier, den ich damals entdeckt habe, wenn ein Dossier mit 5 oder 6 Blätter ist, an den ich dafür auch nicht angeschaut habe, wie das Haut angeschaut wird, dass den dann aber nach immer praktisch den einzigen Dossier, den du hast, schwätze von der erlöscht mit der polnischen Juden drauf, wo er wirklich nachweisen kann, dass ein Beamten mehr visuell gemacht wird.
das war für mich die ganz große Überraschung, überhaupt so ein Dossier zu finden. Nicht, weil ich gemeint habe, die Lützeburger wären hellig und sie könnten nicht so gemacht haben. An meinen ersten, muss ich aber dabei so Kontakt, so nicht lummert, versteht nicht falsch, aktiven Lehrwischen, das war zu Esch am Musee mit Herrn Nathan, mit Josi, mit dem anderen Josi, mit dem Schlangs-Josi. Das war mein Kontakt am da habe ich ein anderer Projekt gekriegt. Kann ich sagen, dass das eine Sache auch von Conscience ist, die Zeit gebunden ist, an der ich gerade am Gang ist, dran zu schaffen. Also eine Conscience da gewesen von der Problematik. Ich meine, am Rapport geht es ja um die Responsabilität, um Kollaboration von letzten Autoritäten. Hast du zum Beispiel eine Conscience da gewesen, dass die Kollaboration, die Matterbecht oder wie auch immer, die Responsabilität, dass es die gehen ist, oder ist das etwas, wo ihnen einfach nicht drüber gedurcht wird? Also ich meine, wenn ich ein Löschgift machen, schon von den Notären, von den Kontablen an anderen, da können den wahrscheinlich, schätze nicht einmal, ob zwischen 50 und 100, die enorm kann nennen. Und da ist auch dabei, wie wir als Rapport gemacht haben, hatten wir nach keinen Zugang zum Beispiel zu dem Dossier von der Epuration administrative. Die waren nach zu, den Amend. Das ist der ganze Coop. Und da waren, ich meine, den Vincent ist dabei gewesen, den hat Zugang dazu. Und dann kriegt er ein anderes Bild. Das ist ganz klar. Ich meine, von da hier die ganze Kollaboration im weitesten Sinne, so eine Gilo, die ist schon leicht tabuisiert gehen. Also am Dorf, wo es wer gesticht hat, an nicht rumkommen auf Lützburg, weil sie zu viel freiwillig für Deutschland sich angesagt hatten. Und sie haben auch die Hai an ihrer Karriere weitergeführt tun. Und ich schon Valentin Konter, seht ihr, ich habe es als Numm zumindest, den die Buch mir genau ist. Ich habe immer festgestellt, dass der nach 7 Ecken mit mir Familie ist, weil ich ein Urgroß beim Hund die Konter hecht, und auch von Becken war. Und ich habe festgestellt, dass der auch nach Familie war mit einem Professor von Esch, den umgesiedelt war. Und mit dem ich so Kontakt hat, und ich stehe gefragt, so, war da der Money von dir? Ja. Und ich sagte, ja, weißt du, dann etwas davon? Es war kein Gutes. Und dann hat die Diskussion mal nicht durchgefallen. Ja, ich meine, da will ich vielleicht Zeit, was auch du so vorzugehen, eine erste Kehr, voilà, das ist eine Vue, die zu einem Moment ändert, Möglichkeiten, die sich zu einem Moment ändern. Und dann, unendlich ein Moment, wo das Herr Schoffmann eine Frage stellt, wo dann Denis Guto einen Artikel möchte, wo Englisch mit nimm von jüdischen Kanner, die von Lützeburger Senioren am Hirsch 40 abgestaltet haben, veröffentlicht. Und da kommt der ans Spiel. Das wird bis lo gesagt, entspricht ein bisschen dem, wie der Zerch sieht? Ja, im Großen und Ganzen. Ich will just ein paar Präzisionen noch beifügen. Also, das so, verschiedene Elemente, und natürlich, kritisch Achse zu auch neue Quellen. Aber verschiedene Quellen waren trotzdem schon bekannt, sind aber oft an den Fußnoten abgetaucht, erwähnt gehen und nicht weiter analysiert, am Kontext gesagt gehen oder am Kontext gesagt gehen, aber ohne dass eine klare Affirmation kommt. So war dann zum Beispiel ja, die Löscht von der 480 polnische Juden, die von der Fremdenpolizei abhand von den Nimm an der Viernim abgestaltet gouf, davon wird doch der Polizei geschrieben, gelöscht von den jüdischen Kanner, die von Lützeburger Funktionären abgestaltet gouf, wird auch schon erwähnt an einem Artikel von 2000 bei einer Fußnote. Gelöscht von den Juden, die nur der Invasion, das heißt am August 1940 nach Lützeburg waren, und die von den Lützeburger Polizisten abgestaltet gouf, gouf auch schon erwähnt an einem Artikel. An dem Artikel stand auch, dass am Befehlsgewalt
bei den deutschen Besatzerlung. Aber wo ich dem Autor da gefragt habe, wohin die Information hat, wurde mir geantwortet, es sind davon ausgegangen. Und wenn ich darüber schwatzt, ich meine, du hast rasch drin auch von historischer Conscience zu schwatzen. Die Conscience war nicht da, weil, also irgendwie kurz gehen, kann man so, im Ersten Weltkrieg wurde sich die Nationalität ob ethnisch, ob ethnisch und völkisch, an eine konfessionelle Basis artikuliert. Das heißt, dass Juden an dem Kader, also schon erstens, viele von ihnen waren Ausländer, an die Lützeburger Nationalität hatten, waren keine Ausländer, wir waren trotzdem Fremde. Und in dem Sinn, als die Souffrance auch Männer waren gut nicht an Betracht gezogen im Krieg, weil, und wir werden auch darauf zu Schwarze kommen, weil die Proportion eine wichtige Rolle spielt. Für das 3 Viertel von den Juden, die vor dem Krieg, die 1940 zu Lützeburg gelebt haben, Ausländer waren, wir sind einfach davon ausgegangen, dass eben dass die Leute kein Lützeburger oder wenig Lützeburger betroffen hat. Dann könnte noch die Idee, dass die Regierung ja im Exil gegangen war an Camp de Chasse, dass also der Staat verschwunden wäre, von einem Tag auf den anderen. Und dass die Lützeburg da jetzt nicht kollaborieren, weil der Lützeburger Staat ersatz war von der Zivilverwaltung. Und dann drittens könnte auch Tatsache, dass das Land im Krieg extrem gespalten war. Es waren extrem tiefe Divisionen zwischen den Lützeburger. Und da sind auch die Resistenzler und die Refraktären am Vordergrund gesagt gehen. Es war sozusagen auch eine Büße von der Seite vom Staat, den man auch so voilà, die Regierung als ohne Warnung am Exil gegangen, Beamten haben weiter geschafft, wie wenn nichts passiert wäre. Die haben, du wenn's gelitten, du wenn's Guinea erschlagen. Das Doen wurde zu weiter bestanden bis an den 90er Jahren. Und dann natürlich wurde zu Lützeburg aber auch der Switch stattfand, den überall in Europa und in Nordamerika stattfand hat. Das heißt, wo wir die Conscience vom Holocaust immer mit wichtig ist am Kader von der Erinnerung vom Zweiten Weltkrieg. Und da gesagt, ja, effektiv, wir haben eine Multiplikation von Artikeln an, zum Beispiel auch ganz viele Artikel über Lokalgeschichte, über Geschichte von den Juden zu Medernach, zu Attelbreit, zu Asch, zu Deverding etc. Für das auch beim größten Publikum eine Conscience kann entstehen, die bei den Historikern am Anfang nicht da ist, muss es ja irgendwie Mittel geben, für die Conscience endlich und Leute zu kriegen. An dem Fall, wo man für die gesagt hat, wo dem Moment am Tageblatt die Listen von den jüdischen Kanner veröffentlicht gesehen, ist klar, dass dort die Presse eine große Rolle gespielt hat. Da stehen und Trulleburschen auf eine gewisse Manier über den Artikel vom Denis Guto und über die Listen. Ganz allgemein, was für eine Rolle spielt die Presse und der ganze Sachpolitik? Also die Rolle von der Presse ging ich an der Hinsicht nicht überbewerten. Aber trotzdem, ich komme gleich darauf zurück. Ich will noch gerne, ob es so was den Wasser auch Tuselo gesagt hat, weil das ist ja so, dass ich Lützeburg schon nicht an einem isolierten K muss gucken, mir eigentlich ganz fast Europa ähnlich, eine ähnliche Geschichte war. Nur im Zweiten Weltkrieg ganz kurz eine Phase von Epuration, wo Leute dann eben Tschechisch gesprochen haben, und dann das, was Henri Rousseau ja nennt, die große Amnesie, die lange angedauert hat, und die dann ab den 70er Jahren da ganz fest Europa eben an vorgestellt wird, wo die Leute dann die fast von Anamnese haben, wo sie sich daran erinnern, was eigentlich schon geschieht, als Aufruhen, was eigentlich die Älteren am Zweiten Weltkrieg eben gemacht haben. Und wenn ich aber guckt, interessanterweise Lützeburg, als ihr habt stand Geschichtsschreibung über den Zweiten Weltkrieg geschrieben gehen von den Gruppen, die eben ja auch am stärksten vertreten waren, die sogar eine Partei noch hatten, Zwangsrekrutierte und eben auch Refraktäre. Und die haben trotzdem aber immer den öffentlichen Diskurs
dominiert. Und das war ja auch wie du auch gesagt hast, Wasser, das war ja auch ein großes Identifikationspotenzial für eine Stadt, den ja eigentlich schon Trümmer für die Opfer hier dann Sinn gemacht. Weil dann die Nation ja vereint war. Und interessanterweise ist aber ein Unterschied par rapport zum Ausland, den ich auf jeden Fall gesehen habe, und dort auch die Rolle von der Presse. Wenn ihr guckt, bis an, oder so mal, das große Jahr 1995, 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sich ganz Europa, das ganze Welt groß daran erinnert wird, da wird Lützeburg noch immer ein ziemlich dezidiert nationaler Fokus auf den Zweiten Weltkrieg. Par contre, wenn ich denke, geguckt, wenn ihr nach Frankreich guckt, und Deutschland sowieso nicht anders, das hat das schon viel mehr, da gibt viel mehr verschiedene Perspektiven. Und eigentlich, was logisch ist, oder was die große Leistung aus dem Artuso-Rapport, oder was am Anfang mit Lady Rosa 2009 irgendwie angefangen hat und dann mit dem Artuso-Rapport definitiv vorgehen, dass die viele verschiedene Perspektiven hier ans Spiel kommen sind, dass es eben nicht nur die Nation geht, also dass die Nation sich vervollständigt hat, mit dass eben ganz verschiedene Erfahrungen während dem Zweiten Weltkrieg, dass das nicht ein eng Enklave war, wie du was auch gesagt hast, dass es eben nicht Lützeburg 1939 den 10. Mai abgehalten wird, an den 10. September 1944 EU gefangen hat, mit dass es eben durchaus eine Kontinuität gibt. Und für dann eben noch bei der Presse zu kommen, wenn ich gucke, 1995 hat Woche zum Beispiel einen großen Beilag dazu gemacht, über 50 Jahre. Da gab es eben just die Approche, Lützeburg heute als Nationalstaat vereinigt. Und das finde ich interessant vom Christian Kalmes, der ja ein großer Historiker ist, der hat damals geschrieben, 1995, aus einer kraftlosen, anonymen Lage als Kleinstaat konnte Luxemburg sich Respekt verschaffen. So wurde Luxemburg nicht nur zum Gründerstaat der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union, sondern auch noch eine der Hauptstädte dieser Union. Gewiss eine Stellung, von der 1939 niemand hätte träumen können. Da seht ihr am Anfang, dass Lützeburg der größte Gewinner war vom Zweiten Weltkrieg. Und das ist eine Position, die man ja auch heute nur ganz anders das nicht debattieren. Ja. Merci. Ich meine, dass die Punkte, die fehlt, wenn man von der Conscience schwätzen, dass der letzte Punkt, oder die letzte Gruppe, wo auch muss eine Conscience haben, wo an dem Fall habe ich schlussendlich auch nicht die unwichtigste Gruppe, ist das Politik. Santa, an ihrer Funktion als Ambassadeur sind sie vielleicht nicht so direkt dem Premier drohen, Ministre d'État, dafür stand ich froh, dass nur auch ein Grund Paul Dostert, der mehr nur an seiner Funktion war, natürlich. Wie hat das sich entwickelt von der Regierung Jean-Claude Juncker bis hin zu der Regierung Bettel? Die Attitüde, ob die froh von der Politik. Der das mitkriegt, ob dem man näher oder. Es wäre natürlich, ein Ambassadeur muss ja dabei eine Politik von seinem Land verständlich machen und irgendwo ein Land, wo er akkreditiert, das dahin verständlich machen. Es wäre also eine Katastrophe, wenn den Ambassadeur, irgendein Ambassadeur nicht mitkriegt hat, was am Land passiert. Das wäre also entweder aufgehoben. Das hatte ich so nicht gemeint. Ne? Ich wollte vielleicht, Herr Schröder, 2 Punkte, aber trotzdem machen. Ob dem von das, was für Druck gesagt wurde, ich stimme 100%ig mit der Analyse von Herrn François Moïse übernehmen. Über wie die Attitüde war, was für ein Geschichtsbewusstsein man hatte, wie man die jüdische Bevölkerung ist da nicht mit angeschlossen an die Analyse vom Zweiten Weltkrieg, an das, was Land mitgemacht wird. Ich wollte aber noch ganz kurz, ob das, was den Herr Schokolo gerade gesagt hat, weil das ist etwas, was mir wichtig schenkt. Die froh ist, die Politik, die wir halt betrieben haben, war das etwas, was Alleinstellung an Westeuropa, Osteuropa sowieso eine andere Politik hat, weil sie natürlich an einem totalitären Satellitenregime gefallen ist. Insofern halt nur an einer ganz anderen Relevanz stehen. Ich habe immer die Impression gehabt, dass wir, aber auch viele andere Länder am Westen, Abverkäufe von Mieten, die wir geschaffen haben. Und das ist etwas eigentlich ganz Häufiges bei Ländern. Das ist, in bestimmten Kategorien tatsächlich ein bisschen mehr hervorgehoben, aber in Einzelsachen
de immer ein bisschen an den Tisch gekehrt und da war auch so eng allgemein Amnesie gesucht gehen. Es war auch so, dass viel von den Affen nicht wollte schwätzen. Da so ist, das gesehen wir ja immer an den Generationen. Da soll auch beim Tod vom Grand Duc abkommen, dass der Grand Duc nicht geschwärzt wird, die wird den Kriegserlebnisse recht mit seinen Enkeln darüber geschwärzt wird. Wie war so nicht, dass von den Mitten, vielleicht bei Lützburg weniger Bejahnern, ich will da nur dahinter stellen. Ich selber habe in Österreich studiert. Und Österreich ist ein gutes Beispiel von einem mythischen Errugang. Ich bin Frauenambassadeur als du, ich kennt wahrscheinlich mich noch. Ich bin eben stolz auf das Land, das es dann haut, zum Beispiel, was die Institution betrifft, als absolut Vorbild an Österreich bei der jüdischen Weltkrise gilt, wie sie das geleistet hat. Das ist natürlich kein einfacher Schritt gewesen, bis zu dem Entschädigungsfonds zu kommen, aber wir wissen, dass es nicht an Österreich selber vielleicht mit der Kraft durchgegangen ist, mit das aber im Moment eben Effekt. Mir wäre als Ambassadeur an Deutschland meine letzte Posten nach Keier bewusst gehen, wie unlinear die Abschaffung von der deutschen Geschichte ist. Und das durch den Film über den Fritz Bauer zum Beispiel, wäre ich dann Anfang der 60er Jahre Auschwitz überhaupt ein Thema ging, zu gleicher Zeit am Konkurs mit Fritz Bauer, der Greifer vom Eichmann. Was ja ein echter Schock war. Aber auch da nur also nicht linear weitergehen, sondern wie in der Französisch c'est une évolution en dents de scie. Mein zweiter Posten war am postfrankistischen Spanien, mein erster richtiger Posten war dann an Frankreich. Ich will ja keine Beschreibung geben, was bringt mitten auf Frankreich nach den 80er Jahren zirkuliert sind. Aber mein zweitletzter Posten war nach Paris und da muss ich so angefangen, davon der berühmte Ried vom Herrn Chirac. Aber eine andere Sache, was das Land geschafft hat. Aber auch da wäre es nicht einfach. Das Land zwischen 2007 und 2012, wo ich das mir genau in der Club kontrollieren, und das, was ich an der 80er Jahren erlebt habe, und das habe ich nicht mehr immer erkannt. Und das hat auch einen ganz großen Wandel gemacht, gerade an der Vor, die wir heute noch diskutieren. Die Italiener haben letztes Jahr die Präsidenz von der IRA, das ist ein schwieriges Unterfangen, wenn Salvini als Innenminister wird. Sie hatten die Courage, mal eigentlich hier Rassegesetze auch nach Renke zu Rom am Juni zu thematisieren. Auch das ist etwas, was nicht so extra bekannt ist, dass Italien diese Rassegesetze wird dann nicht gewährt hat, bis es die vom Deutschen Reich sich inspirieren gelassen wird, die übrigens viel mehr kolonial beeinflusst war. Und wir haben es hier auch gelesen, das Land wahrscheinlich wird am längsten durchstung oder so, Holland, die größte Verluste bei der jüdischen Gemeinschaft, dass das alles nicht so einfach war. Ich will doch mal dann nicht Lützburg relativieren, an Schutzfälle. Ich will just so ein war für kein Land in Westeuropa ein einfacher Schritt, wie die doch gesagt zu machen. Froh wäre Lolo nicht lange ausgehört. Froh war die Regierung. Ich ging mengen, dass ja zwei Premierministerin, die eine Rolle gespielt haben, die Entschuldigungen kommen spät, ganz sicherlich. Das Mandat geht ja auf den Premierminister Juncker zurück. Ich fand vorbausen, dass also kein Themen, die extra am Blickfeld waren, an der Außenpolitik und so weiter. Ich fand, dass die Regierung trotzdem immens, die letzte Regierung ganz viel Courage bewiesen hat. Denkmaler so geschwärzt wie vom Paul Dostert, und das war echt eine Privatinitiative, Denkmal wie Shoah, Denkmal geht ja dann Staat, und geht ja doch an den Parcours, was jetzt geschieht, das von den nationalen Kommemorationsfeiern. Und das du hast letztes Jahr den Präzedenzfall gesagt, und ich hoffe, dass man das, und ich ging Mengen, man hat behalten dabei. Die Entschuldigung war überfällig, darüber kann ich aber nur nachher diskutieren, wie weit er den 100% Bericht teilt oder nicht teilt. Das ist, wie weit ein Schuld von Einzelleuten, ob ihn sie abgelöst und nicht das nach einem Fonds, die überhaupt nur wahrscheinlich gegen den Kader sprengen, die sicherlich für eine mehr fundamentale Diskussion nach wert wäre. Wir kommen Herr Nenker auf die Entschuldigung selber zurück. Ich ganz viel Antworten oder Änderungen matkrit, die aber wahrscheinlich nicht am Publikum wären. Ich bin 97 Jahre aus der Schule, soll ich da ein bisschen gelackelt gehen, zwar durch die Affaires étrangères, wo den demoligen Sekretär General mal angerufen hat, aber so tut, ob ich eine Ahnung hätte, was mit dem Lützeburger Gold geschieht wäre.
das ja immer ein Sujet, kann die noch ganz Nowen drüber schwätzen, muss ich aber nicht machen, ich kann nicht so Mund ganz rumkriegen, also das Problem ist gelöst. Und ob ich weiß, weil du wärst zu London eine Monsterreunion, und das wäre doch 97, die hat Nazi Gold geherrscht, und du musst unbedingt in gehen, dat hat aber auch damit zu dienen, weil demals Engländer Präsidenz an der EU hatten, das es ging an der Geschichte, an Lützeburger sie von den Engländern überholt haben. Oder nee, Lützeburger hatten sie an so den Engländer weitergehen. Und da ein Ambassadeur keine Zeit hat, für da hinzugehen. Aber wie ich dann konnte nachweisen, dass ich eine Ahnung hatte, was mit dem Gold geschieht war, für die, die nur lesen, dass das ein Kier an der Heimisch publiziert ging, du sind ich auf eine Konferenz geraten, da so zu viel erste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg, ich meine 3 oder 44 Staaten rund um Indisch, die waren sich nicht alle immer ganz gering, da waren Leute, die hatten Dokumente mitgebracht, die kennen alle gut, die Pass mit dem J dran, an die Hun de Schweizer die 4 Gehalt an zurecht. Du hast eigentlich die ganze Diskussion auch international ugegangen. Dat huet sich durch meine Rapporte, mengen ich auch ein bisschen dann aber ob die Regierung hoe ze matkrit dat dat beschreef ändern. Allerdings waren die Reaktionen nicht so, wie ich mir sie erhofft habe. Ich so just, ich habe ja nur gesagt, wer der Minister das war, ich so nicht, das aber nicht, weil das ja noch nicht mehr wie 100 Jahre hier, und das sind ja die neuen Delayen, wo sagen, nicht mehr publik gemacht gehen, aber es wird ein Minister, ich habe damals, das war also nach 2000 proposiert gehabt, ob mir dann nicht eine Etude über Spoliation sollte machen. Du kriegst dich geantwortet aus dem Conseil Gouvernement, nein, das ging nicht gemacht gehen, weil wenn wir das machen, da gingen wir uns ja als schuldig durchstellen. Wir wären ja aber, das wären nicht die Deutschen gewesen, die dafür responsabel wären. Du hast also nichts geschieht. Ich konnte aber du noch gesagt, wann sich meldet, da kümmerst du dich drin. Das tun ich auch gemacht. Ich kann nicht so, dass ich schon doch eins müssen und Leute, die mit den Gesetzen besser Bescheid wussten, an die auch die Intérêt von den Leuten per rapport zu einer Bank zum Beispiel vertreten konnten, was ich als Beamte ja nicht konnte machen, weitergereicht. Ich habe immer gut Eko gekriegt, außer die, die nicht zufrieden wären, die haben wir dann noch nicht gesagt, dass sie nicht zufrieden wären. Da werden das Problem gelöst für die Regierung. Das hat sich dann aber einmal geändert. Ich meine, nach 2003, wie ich dann dürfen Lützeburg an Tira bringen, das war 2003, ich meine, da sind wir Mauerbacken. Da waren wir dann mal, wie ihr seht, bei denen haut sind 32 Staaten, ich meine, wir sind immer 13 oder 14 gewirrscht, also wir wären nach nicht zu spät da. Mit Moyen, die auch dort zur Verfügung standen, waren nicht so groß. Ich will immer müssen 20 Mal dort telefonieren, für dass den einen oder anderen die Schulgehalt dann noch einen Tag oder 2 freigestellt werden, dass für der für Matze gehen. Allein kann ich aber dort nicht alles machen. Also 10 Änderungen kommen, die sind aber nicht am großen Publikum bereit getrippelt gehen. Wie gesagt, ich habe die Impression, dass ganz sollte hinter den dicken Mauern von der Villa Pauli zur Zufriedenheit von den Leuten, die sich gemeldet haben. Das war schon immer klar, so gelöst gehen, dass es keine öffentliche Diskussion gibt. Ja. Ich wollte, weil wir ja nicht über internationale Politik schwätzen, ich wollte just das Wort, was ich selber an Diskussionen rangehalten habe, Mythen. Da wollte ich noch an der Aktualität abbringen und dann auch nicht wieder darüber zurückzukommen. Wir haben Staaten mittlerweile an der Europäischen Union,
die eigentlich Drahtballen zurückdrehen an und neue Mythen schaffen, die absolut Geschichtsfälschung. Das ist der Besuch für so Mythen zu schaffen, das natürlich anscheinend auch noch ganz wie was. Ich brauche nicht eine Diskussion über die Reichsverweser Horthy oder das bei der Polen geschieht mit dem IPN-Gesetz, da das Geschichtsklitterung bis Geschichtsfälschung. Und das sind auch eben halt Aufgabegebiete davon ist. Wir sind also auch noch nicht Ende von der Diskussion, hast du die Diskussion kräftig zurückgedreht. Ich ging so die zwei Beiträge, da weißt du eigentlich ganz gut, wie man eigentlich soll Politik an Geschichtsschreibung als hinhalten. Weil Herr Dostert hat ja aber eigentlich gut gesagt, die sieht als Funktionär immer so weit gegangen, wie die gesagt hat, dass er soll gehen. Ein besser Plädoyer für eine unabhängige Uni oder für eine unabhängige Geschichtsschreibung kann ich nicht tun, weil die wusste dann viele Sachen, die eigentlich so nicht nur als wenn der Erkenntnisse interessiert wird, müssen die publizieren dabei sind, weil für der große Begriff so, weil in der historischen Woche dann ja Mino könnt. Und gleichzeitig auch wie die so mit Mythen ein Staat oder wie so, wenn eine Premier als Chefhistoriker möchte, den hat die natürlich in Anterie drin eine gewisse Deutung zu haben. Wie die gesagt hat, ein gewisses Geschichtsbild, was eben einfach rapasst. Von daher ist so ein Zusammenhang zwischen Politik und gleichzeitig Geschichtsschreibung ganz problematisch. Und auch hier in dem Sinne muss ich die Frage stellen, ist es nicht besser, dass ihr das anderen überlässt, wie der Politik? Ja, das ist eine interessante Frage. Vielleicht kommen wir noch nicht zurück. Dieselbe Frage kann ich allerdings natürlich auch schreiben, stellen per Pot zur Presse. Wenn wer in der Redaktion die sieht, geht es die Männer nicht, dann müssen nicht. Ich meine, du warst auch nicht frei, du schraubst ja an einem Kader, den der gesagt wird. Wobei natürlich aber richtig ist, dass das in dem Fall kontraproduktiv kann sein oder dass verschiedene Sachen eben geblockt gehen, dadurch, dass der Patron dass dem nicht an den Grund passt. Ne? Und dann, ja. Ich meine, der Wasser, den hört noch ein bisschen mehr nach zu zählen. Wenn wir dann auf den Rapport übergehen. Also ich will darüber reagieren, weil ich ganz d'accord, dass in der Premier als Chefhistoriker möchte, das geht nicht. Wir sehen aber politische Decisionen, die falsch waren. Es fängt an mit der ganzen Geschichte von der Spoliation vom Jahr 2001. Eine Kommission sur les Spoliations, ich habe ein neues gehört von Paul Dostert, was dafür Druck geschieht, das war ja auch nicht so evident, dass der Herr Juncker damals aber dann die Kommission sur les Spoliations ins Leben gerufen hat. Das war ja eine Proposition de loi von Ben Fayo. Nun hat alles mitgemacht. Ich meine, da kommen politische Decisionen wie wenn die Archiven in der Reihe waren, wie sehr geputzt, also und dann wird die Kommission ein Jahr lang gedauert, als das tragbar. Da sind aber viele politische Decisionen, zum Beispiel das Monument, das war auch eine politische Decision. Wir hatten Rekommendationen gemacht, zu sagen, wir können nicht mehr ein Monument zu 5 Brunnen haben, wo einmal die Leute hingehen, mit muss ihn an der Stadt sein. Wo geht er gemacht? An der Budget. Also das sind aber politische Decisionen. Und dann die letzte, die ich will hier erwähnen, die größte, die nach aussteht, das ist über die Spoliation, über die Sache, die bislang kein Premierminister werden, den Juncker nach den Herrn Büttel an dem Sinn tranchiert und wie wir wollen. Wir wissen noch nicht genug, und da wird man darauf zurückkommen, was mit den Juden an Spoliation geschieht ist. Wir haben gefragt, dass da Mesure kommen, und das bislang noch nicht geschieht. Da kommen wir vielleicht darüber zurück. Ja. Wir sind in so Momente, müssen sogar stark Akzente vom Chefpolitik gemacht werden. Das Akzent muss gemerkt gehen, das klar, war ja schon froh von der Recherche. Ich meine, dass wir wirklich auf den Wasser auch müssen zurückkommen. Das hat sich dann irgendwann geändert, für längere Jahre an einen jungen Historiker, der nicht hinter langen Jahrzehnten zu Lützeburg geschafft hat, den Auftrag gekriegt, mal länger neuer Junker wie eigentlich, was ich so kann ausdrücken, von dieser rund zu gehen an, ich meine, der Begriff von den Mythen als an die Sachen, die Paul Dostert das für den erklärt hat, wie auch Politik da eben für Drohnen extrem zögerlich war, ist ein anderer Punkt. Was auch so, wie, also dazu kommt, dass der die Wert, den die Recherche da gemacht hat, und dann
Ja, wie ist das aufgelaufen? Was waren die Kontranten, die Probleme? Und auf was sie da schlussendlich noch rauskommen? Merci, weil. Merci, weil die Frage erlaubt mir aber auch Mythen zu kommen für dich und dann auf vom Auftraggeber natürlich. Das so. Es sind immer geniert als Historiker, wenn ich von moralischen Deutungen über Geschichte hören. Ja, Lützeburg hat auf Mythen gelebt, wie all Kollektivität, wie all Staat. Wir brauchen all Mythen. Wir leben genauso von Mythen wie mehr von Petrol oder Wasser oder sonst welches lebenswichtig Naturressourcen leben. Lützeburg hat eben noch Krieg die Schwar gemacht, und die Schwar war weder als gut noch schlecht gedeutet, den Nationalstaat auf einen gewissen Récit aufzubauen. Und der Récit hat aus dem Zweiten Weltkrieg ein Äquivalent von der Französischen Revolution oder von der Amerikanischen Revolution zu Lützeburg gemacht. Da wird zwar zu schwer, überhaupt irgendetwas in der Geschichte zu ändern, weil das nicht nur darum gegangen für so Sachen ein bisschen mehr Ried zu bauen. Das darum gegangen, und die große Angst war, dass Bemol der Mitfondateur zerstört gehen, also ipso facto die Nation. Das war die große Angst. Ich selber bin der Meinung, dass eine Nation nicht darauf futtig geht, nicht weil ich ein Idealist bin, aber weil wir gesehen haben, dass ganz viele Nationen in Europa, im Grunde alle europäischen Nationen, seit dem Zweiten Weltkrieg sich auf dem Weg von der Erkenntnis, von der Akzeptation vom Zweiten Weltkrieg definiert haben. Und dass das sogar eine Art und Weise war, für eine moralische Superiorität aufzubauen. Dass das, so dass Lo an den Pulsatz, am Ende vom Kalten Krieg hat der Westen den Kommunismus besiegt. Und all die Kompromisse, die neidisch gewirkt waren mit allen Nazien, mit einem gewissen Faschismus, mit reell autoritären Staaten, hatte keinen Grund mehr zur Existenz. Der Westen hat nur dem Triumph ob der Kommunismus die Möglichkeit erkannt, auch seinen einzigen Triumph über den Nazismus zu affirmieren. Da werden kommen an den 90er Jahren, ab den 90er Jahren, die Gesetze, die Verneinung vom Holocaust verbieten, die Holocaust-Memorialen, die Memorialgesetze überall in Europa, in Nordamerika. Lützeburg wird für dich mal den Switch nicht entweder matt kriegt oder nicht matt gemacht, wie gesagt, weil der Sockel vom Mit zu wichtig war. Und ich komme nur zum Auftraggeber. Ich gebe gerne von mir behaupten können, wie es gerade gemacht ist, dass ich auserwählt gehe für die Rapporte schreiben, weil ich jung und neu war. Und ich gebe auch gerne affirmieren können, dass der Rapport einen Impact hat, weil er so brillant recherchiert und perfekt argumentiert war. Die Wahrheit ist aber nun mal just ein politisches Wahrheit. Es ist für dich mal ausgewählt, sozusagen, weil ich ein Weißblatt damals war. Es sind ernannt, weil die anderen Historiker, die schon einen Namen hatten, schon ein politisches Etikett waren oder aus sonst einem anderen Grund eben nicht als legitim erkannt wurden. Meine Legitimität, außer dadurch eben Novice war, ganz unschuldig war, dadurch meine Doktorarbeit über die Kollaboration zu Lützeburg geschrieben hat. Das heißt, die Decision war politisch, wie gesagt, das war ich, weil es keinen anderen hat müssten sollen gehen. Und die Decision war auch politisch in dem Sinne, dass die Alternance, das ist auch nicht passiert ist, den Rapport halt genau an einem Moment zu Lützeburg, an einem historischen Moment von politischer Alternance. Gouf so stark mediatisiert, weil der Staat den Auftrag geholt und am Fond geholt sich auch auf die Publistik gekümmert wird. Und der Message war, guck mal, hier ist ein Leute Lützeburg. Wir sind am Geil, ein Update zu machen. Guck mal hin, du hast die Rapport. Du willst
ich würde mal so, der Rapport konnte ich etwas anderem, weil er zum guten Moment gefallen ist. Die Freiheit, die Demos genossen hat immer dazu den, dass wir Demos in einer Zeit von Wandel waren. Von Umbruch, von Interaktion. Es wäre nur wirklich naiv zu meinen, dass es nur keine politische Kontrolle mehr gibt über die Geschichtsschreibung. Nein, das ist, dass die Demos losgelöst wird, während Zirkunstanzen. Das Problem an dem Sinn bei dem Update ist, dass symbolisch gemacht wird. Gemacht wird. Aber just, wir haben gesehen, dass an all den anderen Ländern das Update nicht nur symbolisch war, sondern auch materiell. Dass auch Organisationen zu dem Update gepasst haben, dass all die Staaten, die das freiwillig gemacht haben, eigentlich moralisch und finanziell ganz gute Waschkanten sind. Und dass Staaten wie die Schweiz, die lange Zeit vor sich haben, Organisationen zu verzögern, hat einen mit von der Unschuld schlussendlich wahrscheinlich auch bestraft werden. Just unterstreichen, dass man einfach von Majoren zählen, wo die Zäsur gekommen ist, dass immer 2 bis 3 Generationen no oder no Krieg, das heißt auch ein klassisches Sache, wo wir gesagt haben, dass das dans du Champ, dann hätten wir seinen Enkelkammer geschwärzt. Da haben wir auch, also mein Papa, so nicht nur entre guillemets, nicht zwangsrekrutierten, dann hat mir eigentlich nie aus der Zeit geschwärzt, mit einer Menge Meterchen gezielt. Und das ist etwas, wenn ich das in allen Ländern bekannt, dass Leute, die ganz Schlimmes erlebt haben, wo sie keine gute Figur dabei machen, das bauen nie ihre Kammer zu. Nee, eine Generation Dono. Und auch das ein Element, das erklären kann helfen, für was so Sachen so lange dauern. Ja, das wird nur aber vielleicht dann als interessieren, das wäre, war das so schlussendlich Konklusion von dem Rapport gewesen. Ich meine, da sind wir auf dem Punkt, den auch Dono eine Entschuldigung auslöst, wenn keine Konklusion nie wäre, dann wäre doch sicher keine Entschuldigung, Dono geben, vielleicht einfach kurz darüber anzugehen. Man ist so, wo den Auftrag kommt. Und das auf Anfang ganz klar, der Rapport soll da als historisch, fachliche Basis kommen für eventuelle Exkusen vom Auftrag kommen. Und ich bin gesagt, und ich geduld, jedenfalls, die Exkusen, die egal wen, ausgesprochen. Ja, in der Zwischenzeit so schnell, es war nicht der Fall, ich war zu dem Zeitpunkt überzeugt, dass den Update mit dem Profi beschwert wird und den ich auch kurz erwähnt habe, dass das Update durchgekommen so mehr holen den Zuglo für zu annoncieren, dass Lützeburg auch zu den Staaten gehört, die an der Daschaft vergangen sind, etc. Also am Vorgeholen, die heute spastisch leben. Da wird zum Beispiel gesagt, wenn ich just die Quellen weisen, die ich am Kopf habe, an denen ich in der Zwischenzeit auch noch Fond hat, da wird eine Debatte entstehen, wie gewisse Zirkel der Resistenz erreicht. Wir waren eigentlich auch Kollaborateure. Das war die große Gefahr. Du weinst, und das dem Komitee Scientifique, der von Michel Pauli präsidiert war, da Erlaubnis gefroht, für meine Recherche mich frei anzufangen, schon bei der Flüchtlingskrise. Und nicht nur bei der Kommission administrativ, der Verwaltungskommission stehen zu bleiben, aber auch die Attitüde von der Exilregierung an Betracht zu ziehen. Meine Idee war zu sagen, d'accord, wir sehen, da gibt es eindeutig
Fehlen von Kollaboration. Ich will aber trotzdem versichern, ein historisch, kein moralisch, aber jetzt, Erklärung zu fallen. Und die Erklärung war, wie all die anderen europäischen Staaten als sozusagen den nationalsozialistischen Antisemitismus zu Lützeburg durch die Flüchtlingskrise importiert gehen. Und das geflogen sind auch noch den aktuellen, wahrscheinlich, Element am Rapport. Wie eine Flüchtlingskrise kann zu einer Hysterisation und zu ideologischer Hysterisation und zu sozusagen einer Verbreitung von Repräsentationen zu sprechen. Und das ist der Meinung, dass ganz klar, wenn Bemol an die Lützeburger Rapporten von Aria und Nicht-Aria gespart wird. Zum Beispiel am Bremer von 1938. Und das geschieht, und ich werde nur in einem Wort gebrauchen, mit irgendwie mit Unschuld. Es gibt wohl nicht mehr drüber, nur Geduld. Wieder die Leute, die hier indesirabel sind, die Leute sind, die Nazien als Schulden angestuft haben, gibt es immer die ganze Nomenklatur und das ganze Vokabular adoptiert, so dass, wo Bemol die Invasion könnt, als Besatzung, wo die Befehle fallen, für die jüdische Bevölkerung zu kontrollieren, zu marginalisieren, zu enteignen, und gleich entweder zu vertreiben oder zu deportieren. Zu dem Zeitpunkt, wo die Befehle fallen, entsteht kein Schock, den die Administration erstarrt, weil die Administration, weil die Beamten schon zu einem guten Teil darum gewinnt sind, überhaupt 3/4 von dieser Bevölkerung schon zu observieren, aber weil sie das Vokabular schon adoptiert wird. Weil das ist historisch. Das ist historische Explikation. Es geht nicht darum, dass Bemol diese Antisemiten gefühlt wurde. Es geht just darum zu sagen, was passiert an einer liberalen Demokratie, die Bemol einer Flüchtlingskrise wie dieser ausgesagt hat. Und es war mir auch wichtig, von der Exilregierung zu schwatzen, weil aber trotzdem du auch ganz eindeutig fehlen von Hilfe da waren. Die Exilregierung hat für sich mit seinen Moyen so viel wie möglich zu machen, für Juden aus Lützeburg rauszukriegen, also nur Übersehen zu bringen. Und ich wollte das machen, auch einfach für eine Regierung zu suchen, bei der ich einen Verdacht hat. Die entschuldigen sich, egal wie, egal was der Grund ist. Guck mal nur, das ist ein politischer Spruch, das ist ein historischer Spruch. Für wen wird er entschuldigen? Weil wenn der nur froh von den Entschuldigungen wird stellen, dann muss ihr auch froh gucken von der Verwaltungskommission als de facto Regierung. Ich ging meinen, dass die stärksten These auch im Rapport du so wie es dann als Historiker ging, als Journalist ging, statt ein bisschen zuspitzen, da ging einfach so. Lützeburg wird auf jeden Fall schon dem NS-Regime ähnlich wie andere Länder zugeschafft. Das hat Ian Kircher eigentlich genannt wird, wie überhaupt das NS-Regime funktioniert. Das Working Parents Führer, das verschiedene Vorauseinler Gehorsam nennen, was auch überkonformistisch Verhalten herausgeht, wird derzeit auch schon 1940, noch schon eben für Drüben, auch an Lützeburg. Und das ist eine von den stärksten Thesen, aber die auch am meisten kontroversiert. Ich denke, dass direkt am Ende darüber den Impact vom Rapport so gestartet auf direkte Diskussion darüber, ob das dann effektiv so haltbar wird, auf den Historiker Bachtel, die das stark contestiert, das notamment auch Personage Albert Vera, das ist der Chef der Zivilverwaltung, den das nicht so gesehen an das ist auf jeden Fall eine Frage, die sich bis heute stellt und die eben auch dann, wann das dann effektiv so war, wo dann eben noch Politik dann, da sind wir bei der Politik und nicht bei der Geschichtswissenschaft, weil das ist etwas probiert zu erklären, rein probiert zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert, dass eine liberale Demokratie von 100 nur plus minus
an eng Autokratie sprich Diktatur kann übergehen. Da wäre dann eben noch froh effektiv in der Politik, ja, wenn der Staat sich effektiv so verantwortlich gemacht hat, müssen dann auch nicht über eine rein verbal Entschuldigung rauskommen. Die müssen noch im Gehen. Ja, geht noch, ja. Ja, natürlich kommt der Punkt, weil im Moment natürlich immens wichtig, die Excusen, mir nicht an dem Sinn, dass ich Leute angeprangert habe, wie für die Reconnaissance endlich, wie ich hier auch gesagt habe, dass da etwas Schreckliches geschieht ist und dass es nicht im Mund geschieht ist, mir trotz Invasion, trotz Nazien, das zu Lützeburg geschieht war. Ich will einen Arrivé-Enkel zitieren, weil ich meine, wer doch changiert hat, zu den all den Interventionen gehört, dass die Geschichte hat gesagt, wie die Recherche und man da umgeht. Und ich zitiere aus dem Buch von Arrivé-Enkel, entre chien et loup. En fièvre, steht, la recherche doit adopter un discours scientifique et abandonner les terrains du plaidoyer ou du procès. Je ne pas besoin du procès d'intention. Okay, als wir Anfang zum Jahr 2000 dazu geschwärzt haben, dass direkt aus von der Schuld geschwärzt haben, da sind wir direkt zurückgesprungen gehen, wen wollen wir nur schuldig machen? Und die wären mir die 15 Jahre noch wie man froh sind, ihnen dazu stellen zu wollen, will das Excusen meistens gesagt, das ist nicht so nice, etwas zu wollen. Dass eine Regierung, ein Parlament dezidieren, dass du übrig ist. Aber sicherlich, dass wir sich nicht in uns prangern, wir sichern, dass eine Reconnaissance von einer Injustice geschieht. Das war der wichtige Geste. Arrivé-Enkel schreibt doch, dass heute zum Schlusswort, also am Anfang, zum Schluss von dem Vielwort, l'histoire ne consiste pas seulement à dire ce qui a été, mais aussi à libérer les imaginaires. Ich meine, wie die Band weiß das, vielleicht darum, als das ernst geguckt ging, auch gerade an der Situation von Arrivé-Enkel, wo mir vielleicht das, was geschieht, also auch in der Kommission d'Espoliation, nicht zufriedenstellend fanden, weil du nicht alles geschrieben ging, vielleicht nicht alles konnte geschrieben ging, aber auch weil du Sachen geschrieben ging, die für uns zu viel neutralisiert wurden, par rapport zum Schicksal und zum Ding, was geschieht. Also, da schreibt Arrivé-Enkel Dateien. Celui qui se contenterait de l'aspect visible des choses, des discours du Gauleiter ou des rapports du SD, s'exposerait à des contresens évidents et serait incapable d'expliquer les conflits qui se sont déroulés dans ce régime d'anarchie dictatoriale. Das sind drei Zitationen, die ich heute bringen. Vielleicht für auf den Rapport zurückzukommen, Paul Dostat, wie aus der Rapport bei euch ankommt. Die Rapport hast du eigentlich nicht von jedem selber positiv geguckt. Ich meine, nur Rezeptionen gehabt und noch Reaktionen, die unterschiedlich waren. Und sie sowohl gehabt beim Publikum und sie auch gehabt bei anderen Historikern. Den vermessen Historikerstreit und Diskussionen mit Herrn Bertel, das hat gewiesen, dass man da verschiedene Wühen hatten. Die Reaktionen vom Grand Public sind auch extrem unterschiedlich gewesen. Dass viele gesagt haben, die Versuch für zu verhindern, dass man von dem mit, wir waren alle Resistenzler, ob dem mit, da waren wir alle kollaborieren gewesen, klar, dass das ein Ziel muss gewicht sein. Es sind aber Leute, die sich ungegraft gespielt haben und die da doch so durchgestaltet. Auf der einen Seite haben wir die komplett andere Reaktionen, die Leute, die so Sachen so da geschrieben haben, wie dann als Verwaltungskommission ja responsabel, dass Lützeburger Kanner zu Auschwitz vergessen sind. Das sind auch Reaktionen, die da wären beim großen Publikum. Da stellen also zwei Fragen. Einerseits die Reaktion von den Historikern, und andererseits die Reaktionen vom große Publikum, also von Leuten, die nicht Experten sind, die sich nicht unbedingt immer da beschäftigt tun, können dann manchmal auch nicht der Lernschritt zu merken, dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was Historiker
denken also an dem wat schlussendlich beim große Publikum uken. Du hun natürlich 12 Uhr mat nie gestalt, die echt wäre mal wie eigentlich die Akzeptanz bei den anderen Historiker oder insgesamt bei den Wissenschaftler wie die rapport zu dem rapport. Ich meine, der rapport hat gewisse Kritiken aufhergerufen, die auch mengen nicht unter sich lochen, dass ja nicht à l'infini kommt recherchiert gehen. Es war ein rapport, der ja eigentlich ein bisschen aufgegeben an das immer einfach noch an den rapport da leid bei der Lektüre, da fehlt etwas. Da erinnere ich mich daran, dass ich es gesehen habe und so weiter und so fort. Das ist eigentlich die da ist. Und das weiß aber auch, dass der Rapport seine Walle hat, weil sonst geht er nicht interpellieren. Wenn alle Menschen gesagt haben, als gut der Rapport, da geht er an den Tierrang, was ja leider mit anderen Rapporten bei der Regierung geschieht, das anscheinend noch immer geschieht, also unabhängig von irgendeiner 3, 4, 5-stelliger Pferd, unabhängig davon, die Rapporte bestellt und sie gehen ganz tags landen Tiere, leider. Weil schmengend wäre auch ein bisschen die Erbig, die an alle Rapporten sticht, einfach denigriert, nicht respektiert. Das soll nicht ein bisschen auch aus der Erfahrung von einem anderen Rapport, den lo gleich 10 Jahre gibt, man kann noch schon feiern, ja, nee, wann es zu feiern wäre, wohl verstanden. Ich meine, da haben eine Reihe Leute geschafft, dass ob der Rapport eigentlich von der Regierung hier, die den auch an Auftrag gegeben hat, keine Reaktion oder bald keine Reaktion kommt, als wird nicht unbedingt, sondern ich lo denen Autoren, die da mir lange geschafft haben, viel Frieden gemacht. Also, du schwärzt mal vom Spoliationsrapport, den eben nicht veröffentlicht. Den Rapport, den hast zumindest präsentiert gehen, den hast publiziert gehen. Und das heißt, jeder kann ihn daheim lesen. Ohne dass er einen Computer kaufen muss, ohne dass er sich ein Imprimant muss kaufen muss, ohne dass er sich rausstrecken muss. Ja, den anderen als zwar im Internet, das ist aber für mich nicht Lesung. Das war eine Echt-Lesung, aber nicht die Lesung. Aber wie gesagt, die guckt einfach drauf, was die Kommission alles über Rekommendationen gemacht hat. Kann ich nicht über alles schwätzen. Meistens ist das nicht an dem Maß geguckt. Also ich meine, der Rapport, dass er publiziert ging, dass dann auch studiert ging, als erstens ein positiver Punkt, und hat neue Erkenntnisse gebracht, und hat auch eine Reihe Leute dazu gebracht, gewisse Sachen nachher zu gucken, gewisse Sachen besser zu gucken, schon an einem Detail auch ein Kehr drauf reagiert an einem Artikel, wo ich gesagt habe, voilà, da sind aber auch Elemente, das spielt ja alles zusammen, die Deutsch, die sind ja auch nicht zu Lützburg an sie nicht gemacht. Und dass mir nach den Noven der Bemol angefallen, dass ich an einer Küste daheim einen Rapport leihen hun, ich mengen, den hätte ich einmal zu New York bei Rama Orat gekriegt, der wäre vom Rabbiner, vom Serebrenik geschrieben, an seine Konklusion, ich will noch nicht ganz sicher sein, aber ich meine, die I saved 3000 Jews from Luxemburg. Das ist auch eine mögliche Interpretation. Das nicht immer alles einseitig, an jedem, wohin sich stellt, aber wie nicht guckt. Und das wird den Rapport ich, oder ich gesehen so, bräuchte, dass mehr Facetten abgedeckt werden. Leider also zu dem am Menge nahen unglücklichen sogenannten Historikerstreit kommen, das leider ein Wort wird immer nicht gebraucht wird, aber einfach fehl am Platz ist. Ich hätte lieber, wie ihr seht,
eng Disputatio gehabt akademische Niveau, wo en Argumente austauscht a Platz ich sage bald gesot gescheit. Also ja, wie gesagt, also für mich wäre der Rapport absolut der Wert, dat du hast. Wie gesagt, wir können nur lang darüber streiten, von den 6 Minuten wie lang, an Hai, an do, an das, an dat, an anderen Konditionen, an das, an das. Das ändert bei Jolo nicht. Das ist aber auch für mich nicht der Schluss von der Recherche. Recherche geht immer weiter. Es gibt Leute, die haut Dissertationen über die Französische Revolution machen, an über mittelalterlich Frohen, an über Römisch, an über Griechisch, an über ägyptisch Geschichte. Geschichtsschreibung ist nie fertig. Ich hatte mal einen Professor, ich weiß nicht, wie wenig es war, der gesagt hat, alle Generation schreibt hier Geschichte neu. Und seht dann auch, der Kapitel ist mal wichtig an dieser Generation, warum auch immer. Für mich ist den Rapport ein Ausgangspunkt. Wie gesagt, wir sind nicht Ende gekommen, ein wertvoller Ausgangspunkt, aber man muss gucken, was, wie weiß, ob man Chancen eigentlich kriegen, so ein unbeschriebenes Blatt, was ein nächst unbeschriebenes Blatt entdeckt. Es gibt noch immer Archiven auf dieser Welt, wo nach solchen Laien sind bei der Lektüre darauf gestoßen, dass sie rund 2 Jahre ein Diensttagebuch vom Heinrich Himmler gefunden haben. Das liegt am Militärarchiv zu Moskau, zu Podolsk. Also das ist nicht zu Moskau selber. Nehmen wir so. Es können auch nach Quellen gefunden gehen, wichtiger, Männer wichtiger, die ein einer nuanciert. Also ich meine noch fundamental nicht ernst, aber nuanciert wie möglich mehr. Ja, darüber vielleicht Lotreaktion, George Santa hat noch Reaktion auf das, was der Paul Dostler gerade gesagt hat, dann auch den Herr François Mikro. Ich wollte sagen, ich bin überzeugt davon, also kennt du den Rapport als nötig, und er bleibt der Meilenstein am Abschaffen von einer schwierigen Periode. Und endlich durch mit einem bestimmten Datum ist überzeugt, dass auch an unseren Nationalarchiv, wir brauchen nicht bis nach Russland zu gehen, viele Sachen nach Laien, die müssen weiter abgeschafft gehen, und dafür muss von den Kämpfen sind, die man muss mit der Wissenschaft ausruhen, dass das Archiven zugänglich gemacht gehen, abgeschafft gehen, an der Wissenschaft wirklich zum Auslehen. Absolut eine Disponibilität. Und da sind die überzeugt, dass sicherlich ein paar Elemente dabei kommen. Ich komme auf den Punkt zurück, den ich nicht mehr wollte, in der Diskussion werfen, und dass ich will, wie in der Chef Französisch sehe, der Pavé dans la mer geheißen. Mit der Begriff, den Herr Moïse gebraucht hat, war Injustice. Wenn ich dann gucke in die Periode, wo wir dran sind, dann kann ich den Begriff Injustice mindestens auf 2 Perioden holen. Da das ist die Geschehen Injustice bis 45, wo der Rapport aufhält. Da das natürlich braucht man gar nicht darüber zu diskutieren. Da ist froh, wie weit ich habe Jugement an der oder der Richtung machen gegenüber der administrativer Kommission. Da kann eine Nuance gehen, nicht selber und eine Nuance. Den zweiten Element ist aber den, wie weit das als jüdisch Mattbrider am Mattbierger empfangen, dass die Periode nur 1945 mit neuer Injustice verbunden war, unabhängig von dem, was am Krieg geschieht ist. Das ist ein wesentlich froh, da muss ich ehrlich sagen, du gesinnet ja eigentlich recht am Anfang stehen, die Sache, also Peter Fall nicht abgeschafft. Du hast den historischen Grundlage abgeschafft, gehen auch mit der Hälfte Grad von Arthur. Mit Problemstellung steht lo am Raum. Merci. Ja, was den Aspekt von der nuancierter Geschichte angeht, an denen Rapporten, an denen geschrieben gouf, dass nicht passiert wäre, dass die Deutschen responsabel für alles waren. Bei den Rapporten haben Geschichtsfunktionäre niemals geduld. Sie wären nicht nuanciert genug.
Aber was der Rapport von 2009 angeht, für was wird so wenig Reklam gekriegt? Es sollte für drin, mein Rapport wird, oder die Reklam in meinem Rapport wird wahrscheinlich wenig mit mehr zu tun, wie man wollen von einer Regierung sich auch mit dem Rapport zu profilieren. Der Rapport über Spoliationen kriegt das auch nicht, weil die Regierung den Rapport just kommandiert hat, für ihn zu kommandieren, für das etwas gibt, da leihen, weil die Resultate auch beschränkt präsentabel waren, weil sie gesagt haben, dass nichts passiert, die Deutschen alles gemacht. Wir haben schon ein Gesetz für die Indemnisationen von 1950, den alles regelt. Was wir können aber anbieten als ein Monument für Dafferen. Vielmals merci. Und den letzten Grund, für was der Rapport kein Reklamcode war, weil damals 2009 gesagt wurde, es wäre just ein Rapport provisoire. Und dass der Rapport final mich spät kommen. Doch, Herr Dostert, wir hatten das Gespräch schon 2011 an dem Kolloq, den heute erst stattgefunden hat, 2 Jahre nach der Publikation, an dem uns gesagt, ah ja, effektiv, den Rapport definitiv wird noch kommen. Das heißt, Regierungen haben ziemlich Seelenlust für ein Rapport provisoire Reklam zu machen. Was auch die Reaktionen, nicht nur bei den Historikern mehr, und der Opinion angeht, natürlich waren da ganz viele Emotionen auf die Wart. Eigentlich als politisch Temperament an Ideen erwalleren und wahrscheinlich viel mehr mit unseren echten Erfahrungen am Leben zu tun, mit Kantheitserfahrungen zu tun, wie mit dem abstrakten an intellektuellen Material, den wir am Laufe vom Leben konsumieren, den eigentlich just das konfirmiert, was wir sozusagen mit der Mammelmilch als Kant kriegen. Das natürlich etwas, was immer schrecklich wehgeht, wenn der Familienmythos umgeändert und umgeschrieben wird, aber wenn der Familienpap, das heißt, die Regierung durch einen drunter sieht, lauscht noch, können die andere Geschichte. Das die zwei. Und es gab auch missverstanden. Ich kann mich an eine Debatte erinnern, wo eine Reaktion aus dem Publikum kam und die Reaktion war, für was müssen wir als Lützeburger bei den Juden entschuldigen. Und was ich muss geantwortet war, es geht gar nicht darum. Schon erstens, es geht darum, eben zu unterstreichen, dass Juden auch ein Teil von der Nation sind. Und zweitens geht es nicht um die Entschuldigung von den Lützeburger par rapport zu den Juden, mais von einer Regierung par rapport zu Ressortissants oder Leuten, die unter seinem Schutz stehen. Und das ist auch nicht um Schuld gegangen, mehr um Responsabilität. Das heißt, kein moralen Aspekt mehr ein Aspekt Juridik und Politik. Das ist um Responsabilität gegangen. Und das steht auch in der Resolution vom 9. Juni 2015 von der Chambre. Es geht um Responsabilität, auch die vom Staat, an die geht da in der Strafe. Ganz eindeutig. Und das was ich dazu wollte sagen, als wenn wir auch rundherum gucken, andere westeuropäische Staaten haben die Frage von den Indemnisationen gar nicht mit der Frage von der Responsabilität gekoppelt. Das ist nicht so passiert. Auf Frankreich zum Beispiel gesagt Gesetz für, dass der französische Staat sogar also bien indemnisiert, die ganz klar, ganz eindeutig von deutschen Stellen spoliert gehen. Der französische Legislateur wollte da keinen Unterschied machen. Das belgische Beispiel illustriert das noch viel besser. An der Belge kam vier drin, für das Mal ein Rapport über Spoliationen. Das war der Rapport von der Kommission Buis, den etabliert wird, dass 115 Millionen Euro von Demos spoliert goufen. Und es gouf also ein Fonds mit 115 Millionen Euro kreditiert. Und erst 10 Jahre danach kam der Rapport La Belgique docile,
an dem überhaupt von der Responsabilität von der Belsch geschwar gouf. Es geht um Schuld, es geht um Responsabilität, an der Frau von der Spoliationen geht es zu gut nicht um Responsabilität. Ich meine, das wäre der Moment wert, dass ich logisch der Kommuniqué von der Regierung vom 9. Juni 2015 enkaliersen, weil ohne dass wir die hören, also vielleicht schwer sich da ein Kapitel zu machen. Also ich zitiere das Kommuniqué, so wie die Regierung dann da européen site l'on a 70 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement entend rendre justice aux membres de la communauté juive résidant au Luxembourg au début de la guerre ou y réfugiés en provenance d'autres pays pour échapper au déferlement de l'horreur nazie et qui sont devenus par la suite les victimes des mesures décrétées par l'occupant. Dans ce contexte, le gouvernement présente ses excuses à la communauté juive pour les souffrances qui lui furent infligées et pour les injustices commises à son endroit et reconnaît la responsabilité de certains représentants de l'autorité publique dans l'incommensurable qui a été commis. Da können Deel den Japan bezieht, mit den ich trotzdem lese, weil da nämlich dann die Regierung auf hier Responsabilitäten geht. Même si, par la force des choses, nous jetons aujourd'hui un regard autre et nécessairement plus distancé sur les événements de l'époque, il nous invite à tirer les leçons de l'histoire et à rester vigilants face à l'antisémitisme, au négationnisme en général, à toutes les discriminations. Tout n'a pas été dit, c'est pourquoi le gouvernement prend l'engagement solennel d'œuvrer pour une société qui n'oubliera jamais et qui sera porteuse des valeurs de tolérance et de respect d'autrui. Das ist da effektiv der Begriff von der Responsabilität dran, wir haben den Begriff von der rendre Justice dran. Und du hast dann direkt die Frage, die sich da stellt, das, was die Regierung da sieht, dass sie will rendre Justice. Also das an die Frage, François Moïse, also das, was so für erst an der Reihe ist. Es steht dort, dass es nicht mehr rendre Justice ist für die jüdische Leute, die letzte Nationalität tun, aber auch für die Flüchtlinge. Und das ist immer eine Situation, die ist so nicht extrem viel anders, dass sie das, was wir heute tun, nur Leute, die kommen erdendrisch, die kommen nicht an das Land, die haben keine Wurzeln heute zuletzt, die kommen aus Deutschland, die kommen aus Österreich, die kommen aus Polen. Kann ich sagen, dass das so ist, dass die Aktionen, die die Regierung noch gemacht hat, dass wir da an der Optik sind, wir probieren da eine Gerechtigkeit für all die Opfer vom Nationalsozialismus, die jüdische Opfer vom Nationalsozialismus hinzukriegen. Wird die Regierung sich nicht angeriert oder als nicht überzeugt, dass nachdem seine Fondation schlussendlich auf Pinky tut, nachdem ein Monument steht, nachdem letztlich Präsident Freire hat, dass sie für alle weitere Vorwürfe gerettet wäre oder als wirklich eng Tentativ für Gerechtigkeit zu bringen. Also das, was sie an ihrem Text zuhört. Das ist eine schwierige Frage und wichtige Frage. Also die Kommuniqué an Menge an ist exzellent. Und all Wort, was da steht, ist ganz wichtig. Die Fondation, die gegründet ist, die präsidieren, oder an die Statuten nicht nehmen, darunter zu erinnern, wenn der Shoah geschieht, auch zu gucken, dass in Lektionen der Reiser zieht und nicht nur als der Shoah als all Genoziden. Und wir haben auch als nächste Konferenz über den Mechanismus von Genoziden. Ist das natürlich ganz wichtig, nicht nur zu so eine Justiz, das Leben der Reiser gezogen für die ganze Gesellschaft, weil nicht mehr kann eine Gesellschaft aufbauen, von den erkennt, was schiefgelaufen ist für Drogen. Als der Injustiz, die geschieht, soll ich gucken, mehr Justiz, mehr Toleranz, mehr Fraternität natürlich aufzubauen. Die Geste, die noch fehlt, nach einem Krieg, das ist die Partner zu den Spoliationen. Und weil der Stoff so ist, 3/4 von den Juden am Land von 1940 waren nicht Juden, mit waren nicht unbedingt Flüchtlinge.
Es war natürlich, als 1933 und so Flüchtlinge kommen, dass zu Drama kommen, wie gewissen, wie die Flüchtlinge dann nicht an Land abgelost gehen. Kann ich auch so, dass viele vorgemacht gehen, als für das Gewissen auch konnten rappen. Wie die Milch, da wo das Problem war, das war Juden, die mit 20 und 30 Jahren gekommen sind, zum Beispiel aus Polen. Das waren Ausländer, die konnten nicht Lützeburger gehen. Und die sind assimiliert, wie dafür gesagt haben, Leute, die nicht Lützeburger sind. Obwohl, vielleicht kann man schon gegangen sind. Und was sind Lehren aus all den Gelüchten, die nach einer publiziert sind? Aber ja, da sind sie nicht nur als Ausländer gesehen wird, nicht als Flüchtlinge, als Indesirable, als Leute, die muss aufschreiben. Auch von den nicht unbedingt Volkswert, die dort nicht sind, um andere die vermachen. Die Lehren, das wird noch auf Frankreich gesehen, muss ich zeigen, dass die Allergie, die nicht auf die Lüchten, als Protektion des Données, das ist gut, für das die Lüchten nicht zirkulieren, dass man gut von der Recherche machen. Also für mich ist die Kommuniqué ganz gut formuliert gehen, ist ganz wichtig für den Passé, mehr auch für die Zukunft. Eng Bemerkung. Der do ass e Kommuniqué, den ass vun der Chambre a l'Unanimité gestimmt gin, das net nëmmen Regierung. Ich mengen och der Position war unter Formulierung beteiligt. Dat wees ich, weil ich Telefone krit hun, wat hältst du heif, wat hältst du do hun? Ich hun iwens vun alle Parteien Telefone krit. Ich will net behaupten von dem Do wurt wär ich der Pap, weil so schließlich 60 Leute, die auch Französisch können, an die nicht auf mich gewährt hun. Ich war aber ganz hofrig, dass ein Highlight mich konsultiert tun oder einfach meine Meinung gefragt hat, sicher die Initiative als von der Regierung ausgeht. Und das muss ich unerkennen, ist ganz klar. Aber das wird unanim von der Chambre. Was meinen ich weiß, dass das ganz also nicht überflüssig, überfällig war, an dass man kein auf der Seite gelos haben, kein Courantpolitik sich da nicht gesagt wird, kein Dummer da nicht d'accord sind. Und ich meine, auch das weiß, die fundamental Wichtigkeit von dem Akt, der ja dann zweit ist, von einem Rapport. Ja, vielleicht ist es darauf zurückzukommen, was den Herr Muis auch gesagt hat, dass es so, dass dann 3/4 von den jüdischen Nordbürger, die dann an 30 Jahren hier waren, eben nicht Lützeburger waren, da waren dann viele aus Polen kommen. Und das ist auch so, dass 1938 Polen ihr Gesetz ausgeschafft wird, dass alle guten die polnischen Nordbürger, die nicht mehr seit 5 Jahren Polen waren, ihre Nationalität entzukriegen. Das heißt, es waren ganz viele Staatenlose hier. Und das Problem, das wo dir bestimmt noch da könnt dazu sagen, Herr Doster, dass wir das also die zweite Justiz, von der ihr auch geschwärzt habt, der Santa, dass von Leute wollten Dono eben Entschädigungen kreieren, was da Lützeburg, soweit ich weiß, mit dem Gesetz von 1950 gekoppelt um Nationalität. Aber wenn ihn nicht Lützeburger Nationalität hat, konnte ihn eben noch keine Entschädigung fordern. Viele Leute, die dann staatenlos waren, ist das natürlich ein ziemliches Problem. Leute, die an Lützeburg gelebt haben und sich eventuell eine Existenz aufgebaut haben, die eben auch durchaus Besitz hatten, Wertpapiere, für die ist das eben nicht möglich gewesen. Und ich meine, du hast dir auch darauf geforscht und auch durchaus bestimmt auch Sachen zu sagen. Also das ganz sicher, gerade die Position von Apatriden als die Regierung, ich weiß nicht, schon nicht am Kopf, also muss ich nur sicher, relativ sehr reagiert, fand ich haut. Also ich weiß, jeder Verein, der noch etwas fährt, an all der, wo das nicht könnt, ist nicht einfach für hier. Well, gut. Das war das scheint zu fanden, als Historiker so nicht 3 Minuten, das ist doch nicht lang. Ich so, wenn an einem Prison, an einem gefangenen Lehrer so 3 Monate sitzt, an der Menge der Rest der Welt hätte vergisst, dann ist das ewig lang für ihn. Also, versteht mich doch viel nicht falsch. Wenn ich das Haut gucke, dann ist das ein anderes Ding.
dofir so nicht ich mengen Regierung hat relativ sehr reagiert an eben den Dommage Guerre opgemat fir Apatriden a Kondition, dat ze zu Lützeburg ginge wunnen an wat demos ein Argument verwert en Hautmengen ich ball net mir heiert net nimmen do wund mé sich steieren do bezielt. Dat steht a ganz vielen Dokumenter dran. Dat muss ich noweisen, dat is eng Steier eng Erklärung gemacht huet. Ich will nun, dat dat aus der Zeit kennt, aus der wo Franzosen Lokale raussinn, also wo et keine Retenu à la Source gouf, a wo die Meeschleit die Sue verdingt hun wir steieren notrechtlich dann op Deklaration hin bezuelt hun. Da das Erklärung die ich mal gin. Dat ass ein Argument, et muss sondern zu den eierlichen Leiit geheieren, die auch hier Steiere bezuelen. Dat steht an den Text da dran. Wie gesagt, ich bis noch genau gucke, wen je hin, aber wenn man nachgemerkt hun, wat auch iwwer dat Gesetz von 1950 herausgeht, das 1950 als ugefangen gin, verdicht so nicht lummer da Alliierten wie Frankreich, Belgien, Holland Akkoren de Reziprozité zu machen. Dat heißt, mir hunn eigentlich opgemerkt fir all die Länder. Lo so man ganz richtig, davon hatten Pole go neicht. Dat stimmt. Alles wat östlich dominiert war als aus Überlegungen vom Kalle Krieg natürlich do net drinnner gefallen. Mit Sinn Akkord de Reziprozité gemacht gin, sodat den net kann behaupten, all Ausländer wären ausgeschloss gewircht. Ich meine, den letzten, den man sogar gemacht haben, den Hummer mit Amerika gemacht. Das gibt 4 oder 55, wo den Recht verhandelt wird, wo zu einem Aufschluss können. Und das hat sich damit zu tun, mit Juden, die in Amerika gegangen waren, Amerikaner, die waren, und dann einmal als kein Europäer net an so ein Verfahren. Es gibt auch ein Verfahren mit England. Also, die gibt alle gut, die sind alle am Memorial dran. Ich habe kein Dossier gefunden von Leuten, die sich auf die Akkorde Beruf hätten vom Dommage Guerre. Das wäre auch eine Kuriosität für feststellen, hat das überhaupt einen Effekt? Weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Ich gebe zwar unholen, dass sie Misten Effekt gehabt haben, dass die Akkorde wohl gemacht sind, weil die Mann dafür laufen. Weil also so viel Freizeit tun sie aber an der Chambre nicht, für dass sie einfach Gesetze stimmen, einfach weil so schön als Gesetz zu stimmen. Also ich meine, Gesetze die auch schon gemacht, weil ein Besoin da ist. Bon. Ich wollte just ja eine Präzision gehen zum Gesetz von 1950, zum Restitutionsgesetz. Das Gesetz sur les dommages de guerre hat tatsächlich viel gesehen, dass Ausländer oder Staatenlose auch Kinder nach froh kommen. Es waren aber mit zwei Konditionen verbunden. Die erste Kondition war Résidence au Luxembourg avant 1931. Und die zweite Kondition war ayant rendu des services insignes au pays. Wenn in Lo an der Compte rendu von der Chambre gucken geht, und ich profitiere von der Occasion für zu sagen, dass noch gleich ein Buch wird kommen, so Kollektivband mit Artikeln über die große Debatte an der Chambre. Wenn in die Debatte sich angucken geht, da kann ich ganz klar lesen, dass die Konditionen da sind, für das so wenig Leute wie möglich eine Indemnisation freuen. Das steht dran. Und noch eine Remarque auch zum Dommage de Guerre. Schon am Mengen ein Dossierfront während meiner Recherchen auf der Rapport. Den Dossier war den vom Direktor von der Reichs- und Treuhandgesellschaft, Lützeburger Expert Comptable, der während dem Krieg also die Responsabilität hat, für jüdischen Besitz zu liquidieren. Das heißt zu arisieren. Wo findet ihn denn her? Non Krieg, am Office de Dommage de Guerre, kümmert sich das Besitz und muss auf der perfekten Platz für die Dossiers zu trätieren, so sehr wie es geht, weil kann sie perfekt, hier wird sie nämlich aufgebaut. Also eigentlich wirklich das Herz von der Problematik halt, dass wir immer im Front tun, dass das nicht richtig thematisiert und trätiert.
geht Spoliation gegen Juden. Es hat natürlich da unten von 50 Jahren Juden nicht erwähnt. Dann wird natürlich gesagt, dass noch andere Historiker noch geguckt, dass die, ich will noch nicht so ausreden, wie die Explikation wäre, dass sie natürlich nicht Nazi-Propaganda überholen wird, aber so die Juden sind ein Rass, also so angestuft hat. Das von heutiger Perspektive zwar eine Explikation, die aber ein bisschen unverständlich ist. Und die ganze Sache fängt schlecht an. Wieso hast du nicht gelesen? Ich meine das vor, dass die Gruppen, die Traité bilateraux, gehen noch mit Norwegen. Ich weiß nicht, ob viele norwegische Juden zu Lützeburg waren, respektive der Kontra auch. Rich de Lo an einer Entrevue, als du von der Geschwert von schon nicht so viel erwähnen, wie dass du sagst, du ausgezahlt wären. Ich meine, wir hatten einen Rapport von 2009, wir haben einen Rapport Artuso, wir haben noch 80 Jahre, wo gewisse Fälle kommen sind. Wieso, du stellst dich froh, die vielleicht präsentieren schon die nächsten Fragen. Wieso sind wir noch immer den Punkt, wo fragmentarisch geht, dass es in Jordan dass sie damals begehen, kann nicht so richtig wissen, was für Juden das kriegt. Und die Lützburger Juden, die Ausländischen nicht, da waren die Patrien vielleicht noch dran. Da würden die anderen Gesetze, da würden 60 Jahre ein Gesetz, aber auch da sind Juden nicht richtig abgegriffen, die gewisse Juden bestimmt eine Pension kriegen. All die Sachen bleiben total nebulös, die nie richtig abgeschafft werden. Und das ist das Problem. Wir können mit der Deklaration von Injustiz, dort moralisch, eben historisch, wie die Sachen müssen dann ja abgeklärt werden. Und das ist du aus der politischen Wille nie kommen. Und noch ein Wort dazu. Der will nicht vergessen, dass ganz viele Juden in einem Land, ob Lützeburger oder Ausländer, vielleicht sind sie vertrieben oder fortgegangen, aber aus Lützeburg, aus dem 10. Mai 40, entweder wissen wir, wo sie umgekommen sind, entweder wissen wir sie nicht unbedingt, die sind da viele, die verschwunden sind, dass viele von den Familien nicht mehr rumgekommen sind. Da stellt sich vor, da kann kein Dommage-de-guerre kriegen, da kann kein von der Familie etwas vor. Und ganz viele von den Leuten sind so nicht einmal auf Kriterien Wäschgeburts die Haupt als skandalös umgewiesen. Es war natürlich nur ein Krieg, es waren auch andere Kategorien. Der Lützburger Staat hat nicht viel suchen, Dommage-de-guerre aus Deutschland waren vielleicht ungenügend. Aber von heutiger Perspektive muss ich sagen, dass da noch stehen als ganze Leid, wo von einer Botschaft nur soll kommen in Politik, vielleicht durch den Herrn Santer, dass er sagt, die muss ein Kerl beklärt oder geguckt gehen und wir hoffen, dass das Lösung ist. Wann die Frauen nur im Krieg geklärt wären, da wäre es ja absolut keine Notwendigkeit, dass man 2000 oder 2001 einen Rapport der Spoliation machen. Dann wäre es schon geklärt gewesen. Wir bräuchten heute nicht über Konterment zu schwätzen, wann die Fragen geklärt werden. Also ich meine, du hast effektiv so, dass ich nicht kann sagen, dass die Gesetze, die nur im Krieg gemacht sind, dass die eine zufriedenstellende Lösung sind. Weil es gibt heute kaum Lützeburger, die so den Dach von meinem Haus und das nachher mal nicht bezahlt. Ich meine, die Sache ist ja geregelt. Ne? Also muss man effektiv da gucken, was sind Lösungen, die für so frohen Lo kann bringen. Wie kann in der Politik das da nur bringen? Wenn wir dann einfach auf den Satz von der Regierung zurückkommen, wo sie so, wir probieren eine Justiz zu kreieren, eine Gerechtigkeit zu machen, was sind die Aktionen, die die Regierung kennt oder misst machen, konkret? Wo sind die Punkte, wo dringenden Bedarf ist? Muss ich irgendwo aufhängen? Wer ist mit dem Rapport von der Konterment? Mit den Recherchen? Also, vielleicht weißt du es noch nicht, Frank, wir sind an der Pension. Ja. Voilà. Okay. Nee, ich habe kurz ehrlich an Pension gegangen sind. Ein Rapport
Zusatzrapport gemacht zu dem von 2009. Dem Rapport ist es nicht besser gegangen wie der von 2009. An den ist recht entdeckt gehen, ob Nachfragen, ich werde das, ja, voilà. Du wärst, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen verwundert, wie ich den Rapport gemacht habe, waren keine Räts, ob die ging publiziert oder nicht. Ich hatte aber halt gedacht, die Regierung ging sich eigentlich damit müssen aufgehen. Und dann hat dann irgendein am Ministère d'État, den ich auch nicht will nennen, weil es nicht darum geht, den Rapport und Presse gehen. Ohne dass ich nicht von der Presse geworden bin, dass sie den Rapport kriegen von der Regierung. Da muss ich nur sagen, du weißt nicht, wie, wo ich stehe, was ich darf sagen, was ich darf machen. Ich habe noch mal gesagt, ich ging darauf werden, bis dann die Leute, die den Rapport kriegen, eine Stellung dazu holen. Weil sie ja auch Frauen abgeworfen gehen durch die Presse. Darüber brauche ich nicht zu diskutieren. Ich habe just gefunden, dass das, ich sage mal einfach, gut, das ziemlich komisch war, wie sie mit dem Rapport umgegangen sind. Wo sie selber zugegeben haben, dass sie ihn schon an den Tierrang verfrachtet hatten, wo ich dann mit anderem gesagt habe, für was hast du den überhaupt geschrieben, wenn es keinen interessiert? Und das ist sicher nicht komplett, und das ist sicher nicht perfekt. Das ist bei mir so, dass ich nicht alles direkt, komplett perfekt kann machen. En plus könnt bei den Banken, ja, oder wenn es bei einer Reihe Banken dabei, dass wir auch von dem aufhängig wären, was sie geliefert haben. Bei 2 Banken hatten wir Donnerien aus dem Finanzministerium von 647, die man hin konnte so, also, hey, wir wissen schon, was wir konnten, das bei ihr wäre. Könnt ihr das bestätigen? Da waren sie mich schlecht drauf, jetzt so, und die konnten sie nicht gehen. Aber bei der Spurkäse zum Beispiel, da die Spurkäse darf ich ein bisschen machen, weil damals war das ja die Rechtstasche und die Längstasche beim Staat, und der Staat hat nicht dieselben Konditionen für Konten, die bei der Spurkäse bestanden haben, gemacht wie bei den Privatbanken, wo ein pro rata von der Lützeburger Proprietät und der Bank die Banken entschädigt wird. Und die Spurkäse nicht müssen entschädigen, das wird sowieso alles gehört. Und da muss ich sagen, also eigentlich ein sehr Gewicht von 2 Leuten, die ich zufällig über, wie seht, ein anderer Weg, letztlich als klein Kanton, wo gesagt habe, das interessiert mich. Ich frage mal nur, ob ich die Recherchen bei uns kann machen. Und da war etwas dabei rauskommen. Also, wie komplett das lorem ist, kann ich auch nicht so. Wie gesagt, Compte dormant ist sowieso ein Fall für sich, weil man da eine Jurisprudenz hat, die ganz klar Banken verurteilt wird. Und das ist auch ein Fall unik, wo dann Decisionen verleihen, die ich zumindest nicht vorstelle. Bei anderen Sachen, ob die da können, müssen, dürfen, sollen entschädigt gehen, das ist ein ganz anderer Diskussion. Gerade bei der Compte dormant, insofern, da ist klar gesagt, Banken müssen die errichten, und sie müssen sie dann auch den Proprietären überschreiben lassen. Aber wenn das zu viele große Schuld ist, dann darf der Steuerzahler, das war jeweils zu einem Drittel, sowohl bei der Banque Générale wie bei der Bill, also sind Plätzen Handeln kommen. Wir können noch einfach eine Tür machen, das versteht für ihn. Ich wollte just reagieren, weil den Herr der François Moïse mein Numm genannt hat. Ich wollte dazu sagen, dass ich eine Organisation international präsidieren, die Gott sei Dank an ihrer Essenz in Domain vollkommen ausgegliedert wird, das Restitution. Die hat absolut keine Diskussion, keine Kompetenz. Das kann doch nie 4, bis wir noch 3 Jahre dabei, erst nach nie 4 kommen. Wir haben eine Diskussion, wo eine Gruppe de Travail, die sich mit den Angelegenheiten von der Roma beschäftigt, die gebracht wird. Dann ich die Reunion letzte Woche präsidiert zu Berlin.
den Experten an der Präsident von der Working Groups der Committees an der das inhellig gesot ging, dat net so lässig ist. Wohl verstanden hat man dat wurde Restitution mat Roma an der Verbindung gebracht hat net mat den jüdischer Community. Ich sind allerdings im Gegensatz zum Pol nach Beamten. Ich sind eigentlich Spielen an der Verlängerung. Ich könnte all der demissionieren, was man vielleicht eine bestimmte Freiheit gibt. Was ich ganz gerne vermitteln als das Gefühl, das ich kriege durch mit vielen Leuten schwätzen oder Leute, die auf mich zukommen, also nämlich das, was als ein gefilten Injustizen, also das, was von Herr Moïse ergangen ist, und da sind ich auch ganz gerne bereit, das weiter zu sagen. Der Punkt, meiner Meinung nach, ist tatsächlich ein Punkt, den muss diskutiert gehen. Die Aufgabe als Hai für mich an Frank, du hast Antisemitismus Haut, das ist ja eigentlich eine Dimension, die man nicht sollte vergessen. Wir haben halt große Probleme am Denial, an der Distorsion und so weiter. Wir gehen eigentlich nicht ganz gut in den Zeiten entgegen, an der Jetztzeit. Und dafür sind ich eigentlich so wesentlich klarstehe, ob seinem Gremium leid. Wir versichern mit Debatten, wir versichern mit Filmprojektionen, mit Ausstellungen auch eine gewisse Bewusstseinsbildung zu heben für die Probleme, die es haut geht, und die es doch an einer historischen Dimension gibt. Und insofern habe ich auch eben den Appell gemacht, ob das schiefe Wadelo, Contournement, du betrifft, meine ich, dass das Thema, für das ich denke, mentionniert, muss ich auch gerecht sein, auch gegen die Batterierung. Das Thema Contournement ist ja sicherlich an der nächsten Zeit nicht vom Tisch. Wir wissen, dass das Projet de Loi, den die Regierung vorgebracht hat, den das an der 2. August, meine ich, das Projekt ging durch diese an Wahlen gegangen, an die Regierung gezeigt, bald sich zu bilden. Ich gehe davon heraus, dass den Projet de Loi demnächst am Parlament können, dass der geht ja auf verschiedene Dimensionen, die man da umgehen, mit dem Contournement. Ich weiß, dass schon das nicht direkt gesagt geht, dass man Besuch hatten. Mit diejenigen, die wissen, um was Besuch sich gehandelt wird, die verweisen sich auf das Site von der amerikanischen Ambassade zu Lützeburg. Da brauche ich nicht zu sagen. Da sehen wir, dass sicherlich auch den Aspekt von der Contournement, wie das an der historischen Dimension gelesen gehen oder nicht gelesen gehen, an der nächsten Zeit für weiter Diskussionen, wie ich meine, am Land sucht. Das allerdings nicht so. Wir hatten ja ein paar Artikel an der Israel Times, da das Römgol von der Vox, das also als Dach mehr nuanciert, weil effektiv fand ich, da sind ich vielleicht, aber da trotzdem nicht mal im Herr Arthus auch verstanden, die Kommentare, die Herr Arthus so gemacht hat, trotzdem hat viel mehr Nuancen müssten gemacht sein. Notamment, was Contournement betrifft an der Projet de Loi, die für der Regierung ist. Und da muss man da gesehen, die Contournement bezieht sich nicht mit der Kriegszeit, sondern noch mit Contournement, die da noch gestaltet sind. Ich gehe Mengen. Lass mal die Chance, das Projekt votiert zu sehen, und dann gehe ich davon heraus, man noch vertrauen, dass Einzel kritisch geht daher am Land den Projekt genau auf seine Exekution wollen hanfrohen. Ja, ich wollte auf den Rapport zurückkommen, den über Contournement eben. Und das natürlich viel mehr kurz wie den über Spoliationen, die von 2009. Aber die Antwort ist an dem Rapport dran. An dem Rapport ist der Schlüssel. Das muss ich nicht just lesen. Es gibt den Passage, an dem Herr Dostert schreibt, dass ein gelöscht am Grab hat von Contournement aus der Spurkäse. Das ist aus der Spurkäse. Und geht verschiedene Namen am Telefonsbuch oder online sichern. Und findet auch Kontaktdaten, rief die Leute an und tatsächlich es handelt sich entweder um die Leute selber oder um Ayant droit. Das heißt, dass für eine Privatperson mit Internet, dass eine Privatperson mit Internet erlaubt, die Leute zu finden. Nun, was das Gesetz über das Contournement zu Lützeburg, der Moment noch wie ist, dass Banken die Pflicht haben, die Leute zu finden. Also, dass irgendein Stagiaire-Kind Internet gehen, für mal ein paar Leute zu finden, aber anscheinend ist das nicht gemacht.
a van dat am Fall vun de puer 100 Konten aus de 40er Joren net gemacht gouf, ass net ausgeschloss, dat dat an engem großen Umfang an aner Fall passéiert ass, du weinst gëtt Gesetzgebung reformiert, aber ganz, weil Gesetz wahrscheinlich zu vage ass. Was ich aber so ass, da das der Schlüssel, weil mir versteht du, dass die Frau von den Indemnisationen für wat gouf déi no den Exkusen feiert. Aus vielen Ursachen. Die echt war, weil die Regierung no dem symbolische Plus von den Entschuldigungen gemerkt huet, Lotharen aber Probleme op. Et ha Probleme op mat der Finanzplatz. Et tauchen Probleme op och mat den Administrationen, weil mehr do rapport validiert hunn an dem dra steht, dass verschiedene Administrationen eng Responsabilität hatten, wat se jo schwärzt. Und dann gëtt natürlich auch d'Erklärung an die Zeitgenössigkeit, wo selber schon frappant, dass an der selbeter Seance an der Chamber, wo iwwer d'Exkusen debattiert gouf, an der Seance do, wo auch den Debriefing stattfand vom dreifache Referendum, wo das an der Wahlrecht mit 80% aufgelehnt gewar von der Wähler, wo dann natürlich die Idee opkom ass, oh, mir werden lo die Wähler nimmer mit denen identitären an zumols mit denen Schuldfroen belasten, weil sonst geht es elektoral gesehen schlecht aus. Und jetzt muss ich sagen, dass ich seitdem auch in der Geschichtsschreibung haben gesagt, dass einen Deckel gesagt wird, dass die Freiheiten, die zum Moment vom Rapport da waren, nicht bestehen, wie gesagt, weil da ein Momentum war. Wir sind von einer Phase an eine andere gekommen und die Verfestigung hat stattfand. Mit dem Resultat, dass eigentlich noch nie so wenig Lützeburger Geschichte an der Lützeburger Geschichte geforscht wird wie heute. Also, das ist ein Thema, wo mir natürlich Kommunität gut zufrieden sind. Banken, und zwar muss ich sehen, das ist kein Attack auf Kind, wieder so ein Attack auf alles. Ne? Ich meine, das ist schön und gut, dass behauptet, und ich zweifle nicht drum, dass wir ein Jahr zu schwätzen. Das konnte im Krieg etabliert sein. Konnte im Krieg benutzt gehen für Leute, die nach Liebig waren, wo die Familie wusste, dass dort kommt. Die sind auch so viele Kommentare von den jüdischen Bürgern, also nie richtig verteidigt gehen. Und heute wird gesagt, so wie normal Gesetz, wo aber ein bisschen unklar war, was da geschehen. Aber das hier so geschieht, ja, das ist richtig, dass am Rapport zur Spoliation darüber geschwärzt ging, also geschrieben ging, also gewisse Sachen, die das auch nicht komplett. Dennoch ist der Rapport komplementär, also nicht an der selben Linie, muss ich so kommanditiert ging der Tisch. Mit der Kommission, die gibt dann weiter durchschaffen, und das anscheinend immer der Beauftragte ging allein, und das ist keine Kritik und Person, und zu zweit. Und dann aus dem Rapport, werde ich schon lange, aber Beweis bleibt, nicht der Rapport offiziell von der Regierung, also die Erweis, die auch gemerkt haben, dass kein Fuchs. Mein Resultat soll mal Lotto sein. Und natürlich dann gesucht wird, mit Banken gefragt sind, als die Antwort gibt. Ich gehe nur die Banken attackieren, ich bin auch Klient von Banken, und ich bin ein echter Legitimist, der sieht, Platz finanziell zu Lützeburg als wichtig. Also die man nicht egal was machen und Platz finanziell attackieren. Aber ich komme zurück auf das, was ich gesagt habe. Wir können eine gesunde Zukunft tun, wo wir die Sachen an dem Passé, die hier drüber geschrieben an der gucken. Aber Banken wie andere Institutionen ein bisschen gefunden tun, Nullkrieg oder Amkrieg oder so, dann ist es so. Da geht es nicht darum zu sagen, wir gucken mal, was geschieht, oder wir machen einen Pseudorapport. Hat müssen Politik so, weil die Jahrhundert gefragt, und für die Leute, die das nicht wissen, da haben auch die Regierung gefragt,
Bundesrat gesagt, ihr muss Banken für eine Responsabilität setzen. Es kommt nicht mehr die Regierung machen, die wird bis dahin nicht gemacht. Und dafür sind wir äußerst unzufrieden mit dem, weil für uns wird die Sache auch ganz symbolisch zu sagen, wir müssen da auch Blut machen und das geht nicht mehr mit der Kollaboration, die forciert als von den Banken, weil sonst gehen sie natürlich als Secret bancaire, als natürlich gute Gründe, nicht dann der Rest an die Beispiele zu holen. Da will ich auch über die Assurance sagen, weil das nicht nur mit Banken. Die Assurance steht am Rapport von der Spoliation 2009, dass du nicht richtiges Fond gibt. Es gibt aber eine Liste von der Police d'Assurance Vie, vom Krieg, die von der AK abgesagt ist, dass von der Schweiz gehen, von der Regierung nie geschwärzt. Und das ist ein Prozessus, den damals offiziell gemacht ist. Und da fragen sich auch, was soll das? Wie wird die Regierung dann nicht mit der Abgabe durchgesagt und mit der jüdischen Community? Dazu haben wir gefragt. Er hat gesagt, komm, ich noch nicht streiten, komm, ihr regeln die Punkte einher. Für die Leute, die das nicht wissen, und ich habe nur auf dich gesagt, es war aber so, dass die Punkte noch nicht abgeklärt sind. Das ist eine Sache, die unverständlich ist, wenn man nur gewisse Leute haben, die sich mehr aus dem Ausland interessieren, das so nicht so hat man können verhindern, weil die Thematiken an denen Konditionen gehandelt werden, und zwar zu probieren, am guten Abklang zu sagen, wir machen keine Umstellung, wir kommen hier da auf den Fonds zu summen, Pouvoir public, die Community, an Banken und Assurance. Und leider ist das nicht geschickt. Das heißt eigentlich, dass wir auf eine Konklusion kommen, Politik sieht an einer Entschuldigung, wir müssen Gerechtigkeit machen, aber eigentlich, wenn es dann einfach darum geht, aber bei der Banken, bei den Assuranzen schenkt das klar, ohne politischen Druck geschieht da nichts. Wenn sie dann einfach nicht bereit sind, den Schritt weiterzumachen, für den politischen Druck da wirklich auszuüben, dann hilft das ja nicht alles. Da kann ich sagen, also ich stelle dir nicht die symbolische Wichtigkeit von der Entschuldigung da vor. Aber sind wir nicht über einen Punkt, wo eigentlich eine Diskrepanz ist zwischen dem, was gesagt wird, zwischen dem, wo gesagt wird, komm, wir fangen an, etwas zu machen, wir sind aber bereit, wir wollen als Regierung, dass Lützeburg Präsident von der IRA verhält, wir wollen als Regierung, dass wir eine Fondation machen, dann aber nicht bereit ist, zu sagen, wir assurieren die Finanzierung von der Fondation, so wie es sind. Sind wir da nicht in einer Situation, wo die Regierung dann einfach eigentlich eine zweideutige Position hat. Wo sie dann einfach dabei so, und dass die Regierung dann einfach am Mengen hat, mehr gemacht hat, wie die Regierung für drin. Also, die Regierung Büttel mehr gemacht hat, wie die Regierung Juncker. Auf der anderen Seite, wie kriegen wir die Situation da gelöst? Wo ist der politische Druck? Wie kann die machen? Kriegt Zivilgesellschaft hin? Nee, das geht sich den Zivilgesellschaft so wahrscheinlich interessiert. Wie weit kann Presse eine Rolle spielen? Ich denke, dass mein Sitzen ist, du weißt ja schon, dass es eine gewisse Rolle spielt und dass es einen gewissen Druck gibt. Aber ich habe ganz viele Sachen, hast du ja gesagt, und das, was auch du so gesagt wird, Deckel drauf, ist schon richtig, weil effektiv die Erklärung, die du gut, die klingt schön, wir sind nicht alle guten Helden gewirrscht, war aber für den Xavier Böttl plus minus Tag geritzt. Und der Punkt ist den, dass das wird eher ein Zusatzrapport, das muss ich zurückkommen, von 2000 hat das ja angefangen. 2000 durch eine Initiative von Franz Fayo, Ben Fayo, nicht Franz, Ben Fayo, den sich ja am Anfang geguckt hat, wie der Frankreich gemacht hat. Das geht dann nur vom damaligen Premier Jean-Claude Juncker weggedreht. Am Anfang, dann kommen wir in eine Kommission. Und da muss ich auch sagen, die hat auch ein bisschen lang geforscht, und das ist bis heute noch nicht aufgeschlossen. Eigentlich gibt der Rapport ja nie vom Conseil de Gouvernement irgendwie aktiert. Das ist noch immer, die Kinder fangen da weiter forschen. Wann danach ging es schaffen? Guckt einfach gelöscht, da stehen leider schon eine ganze Reihe Leute drauf, die
weil er mir und dann also du auch viel Sache rausfand und dann nur nach den Zusatzrapport gemacht an wo man eben noch an Gespräch kommen sehen an wie ich ugefroht tun beim Staatsminister ob der Rapport geht wie war es denn nie publiziert und du war dann fort ganz lapidar sie versäumt. Ja. Also méi wart net dann ist ja ganz normal dass auch van de Leiit vorstellen gibt kaschieren not auch am Kontext mit Kantonment an Regierung aktuell huet do op fall net Verantwortung iwwerhol fir dolo hun an sie hat eigentlich ja viel Sachen warum dich geht das natürlich nicht neu froh kommen wir absolut Wertpapieren und so weiter belangen wie trotzdem du gouf dat nie empfangsiert. Und dafür, wo ich auf den Begriff Justiz zurückkommen und direkt und Herr Mois beim ja schon vielleicht glaube das geheim war ich so ich wollte eben das nicht so passieren lassen Ungerechtigkeit empfangen an Realität und dann fanden das genauso stark an so wichtig an die Überlegungen. Ich meine, wenn man die Entschuldigung gesehen hat, also die Entschuldigung, die auf einem Rapport den hauptsächlich ein historischer Rapport ist. Und da ist die Regierung der Sprung ob die Jetztzeit mit Antisemitismusproblemen, wo ich das auch gesehen, weil ich mich aber mit einem offenen Geist, die selber Historiker von Formation, darüber gesehen, dass es ein gefilten und ein reell, wahrscheinlich auch ein reell ungerechtes geht am Traitement nur 1945. Und das könnte natürlich sagen, wo wir alle könnten eine Verantwortung. Natürlich ist Politik, wo immer gesagt, Geschichtsschreibung, Politik ist besser. Nein, Politik ist an so wichtige Sachen gefordert. Und Politik muss ein Ralliement von der Zivilgesellschaft kriegen. Und das werde ich also, da hat dann noch Presse eine ganz große Rolle zu spielen. Eine ganz, ganz große Rolle. Also natürlich unterstütze ich froh für alle Unterstützung, die ich kriege, wenn ich gesehen, dass diese ja setzt für den zunehmenden Antisemitismus, den wir an Europa, nicht nur an Europa, an Amerika, vielen anderen Ländern, an denen mir ehrlich gesagt ganz groß ist. Dafür meine ich auch die Aufgabe, die internationale Aufgabe, mit ganz großem Engagement. Ich meine, wir stehen wie ihr seht, auf Crossroads. Wir wissen nach gar nicht, wie schwierig Situationen sich entwickeln, weil an der letzten Jahren, also den ganz verschöß Dynamik an die falsche Richtung gegangen und der Politik auch nicht schuld, dass Populismus, Nationalismus, Tendenzen, das ist ein anderer Open. Wenn wir wollen, die Probleme, die den Herr Mois am Detail umgegangen ist, da meine ich einen Appell und Presse und Alphabet. Mit kalem Blut, rational, natürlich ist es eine Emotionssache. Wir brauchen als Zivilgesellschaft Hanno und Eis. Die Doe froh, als ein heikel froh, als sie riskiert, in der Umständen Zivilgesellschaft zu splicken. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn das Resultat ist von einer internationalen Präsidenz, wo ich genau will dazu, dass ich drin leiden, an einer historischen Dimension, die halt nur doch abgekommen ist, dass ich so man bei der jüdischen Community auf den anderen hier wenden. Da geht es ja beweisen, da geht es ja auch mittlerweile ein englischer Begriff, Otherism, den du geschafft hast. Und ich gesehen, dass das haut Römenke an Diskursen rumkennt. Wir haben Rapporten vom Staat Serbien, die sind absolut nicht inakzeptabel. Und ich würde da doch vieles zu schwätzen. Die gehen von einer Definition aus, wo sie sagen, Jews, Roma and Serbs. Das ist symptomatisch für das, was da viele Gesellschaften, denn ich will es den Rapport zu Mondov am Juni zu thematisieren. Notamment in den Doen als Ausgangspunkt. Es ist inakzeptabel, auf einer Seite Juden zu sein, auf der anderen Seite Lützebrüher. Das ist inakzeptabel. Dann muss ich sagen, natürlich bei einer religiösen Praxis muss ich der Katholiken und Protestanten entgegensetzen. Das sind so Sachen, die uns immer lange Zeit durchgehen, aber nicht die Entwicklung gesehen, die im Moment überhandelt, da muss ich dagegen absolut reagieren. Ich komme nach mit einem letzten Punkt, den Appell. So, ja, die Regierung steht an der Pflicht. Presse steht an der Pflicht, Aufklärung zu machen. Einzelprobleme sind wahrscheinlich nicht gelöst gehen. Die von der Spoliation als sind aber auch noch andere Probleme, die ich nicht so argumentieren, die auch nicht gerade so wichtig sind, par rapport zu den Doen. Aber eine Regierung braucht
der gesellschaftlichen auch ein Courage, Gesellschaft zu überziehen, dass Einzelsachen aus welcher Ursache auch immer nicht so gelebt sind, wie sie gelebt sind. Weil wir dürfen als Gesellschaft die Dorffroh nicht sprechen. Das bedeutet, tut kein mehr Verantwortung wie die Verwaltung mit der Regierung unterstützt für die Dorffroh rational, ob Geschichtsgrundlagen, und ohne zu viel große Emotionen zu schüren, zu einer Lesung entgegenzubringen. Ob man muss doch fern, dass Zivilgesellschaft Druck op Politik mcht an so enger froh fetten da werden man nach lang ich meine dass die Spaltung ob die du man ja schon du hast als Gesellschaft an zuletzt besteht nach besser wie in andere Länder lebt du Musterie also Populismus an extremistisch Gedankengut as du aber nicht an engem muss die Platz also dass Zivilgesellschaft und sich den Druck du möcht dat schenkt man nicht extrem Das wollte ich nicht so. ja. Ich wollte absolut nicht so. Weil ich so viel Realist bin, dass ich davon ausgehe, dass das so nie und nimmer geschieht. Ja. Ich habe gesagt, die Regierung muss versichern, den größten Teil von der Zivilgesellschaft mitzuholen, über die Abklärung und so weiter. Wir machen als keine Illusion, dass in diesem Fall ein Druck von der Zivilgesellschaft auf die Regierung wird, für den Problem zu lösen. Man sieht schon bald 2 Stunden oder ja, eigentlich schon muss. Trotzdem würde ich nur nach eng froh schwärzen, die eigentlich in 2 Wochen wird ein Artikel an der Vox eben abgeworfen, dass den Druck, den wollen dann nicht von Heiken, den dann eben eventuell aus Amerika könnt, wo den Artikel so für in 2 Wochen kommen, das schon Anfang Februar gewesen, wo amerikanisch Vertreter in einem von der Conference on Jewish Material Claims Member von verschiedenen Ministerien aus Amerika zuletzt beschweren, viel Druck zu machen, dass etwas wird an den letzten Monaten man es unter der Hand aber bei einer Reihplätzen diskutiert gouf. Ich weiß nicht, wie weit die große Publik die Problematik dort geht. Lo können den Druck den eben nicht mehr von hier ausgeht, mehr die von außen der Plötzebüsch könnt. Ich weiß auch nicht, wie weit die Lotto Detailer soll, kann der erzählen. Mit das eine Diskussion, die lo durch den Artikel für in 2 Wochen aber an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Wie geht die Regierung noch dummer da? Nee, ich weiß. Okay, wir müssen ja jetzt diskutieren, wir sind nicht für die Regierung. Das ist eine Diskussion, die schlussendlich einfach an der Öffentlichkeit ist. Ich werde den Artikel auch vorne ein bisschen schwammig ausgedrückt war, okay, aber nicht ein wenig Probleme angeschnitten. Ich sehe auch nicht an der Regierung. Ich sind allerdings nach Beamten. Also, wir gehen, wenn wir auf den Weg gehen, das ist immer nicht gut, wenn ausländische Druck ist. Und das ist also ganz schlecht und feiert sicherlich zu Ressentiment. Wir wissen allerdings, dass in Europa sich viele Sachen bewegt haben durch ausländischen Druck. Ob den immer lauter wäre, ist eine andere Sache. Den Herr Artuso hat Land genannt, ich habe am Anfang ein anderes Land genannt, der Zielener, wo Heinz dort Kraft nicht bestanden hat, aus der eigenen Initiative dazu zu machen, sondern wo es ausländischen Druck gab. Ich ging noch mengen, dass ich muss eigentlich über national so viel wie möglich Konsens kommen, dass wir ein Problem haben, dass wir den an der Dice lesen. Also ich muss auch ehrlich sagen, egal wie die Verhandlungen ausgesehen sind, so Verhandlungen extrem delikat. Und ich wehre mich ganz manifest gegen Attitüden, die allerdings am Geist von der Zeit liegen, da den Hai mit Twitter, Facebook und so weiter vorgeht. Das kann bei solchen Diskussionen, die so epinös sind, also so delikat, nicht die Negoziationen befördern und gut weiterbringen. Wie gesagt, ich gegen Mengen Regierung, das was ja am Raum steht, aber Tjorolov, diejenigen, die nicht wissen kann, besser, das ist so wichtig, dass die Regierung ein Lied auch hält und dass sie
Menge Männer noch guckt, Leid auch national und durchzukriegen. Ich ging die Probleme lesen, national lesen, wie in dem Druck von Wattfängen Organisationen, von Wattfängen Staaten noch immer. Also ich hoffe, dass ich ganz normal d'accord sein. Ich wollte doch so, dass eine Santa seine Arbeit exzellent möchte, aber ich habe Gefühl, dass du Frieden mit Sachen, die darüber nicht kann antworten, die das Lied. Ich meine, da müssen wir effektiv von der Regierung neu sehen. Ich bin prinzipiell ganz normal d'accord, dass Lützeburg mit der IRA und der Gesetzgebung von Amerika ein bisschen mehr am Licht. Aber ich meine, das war immer durchaus halt zu gucken, dass am Konsens dieser kann lesen. Nachher muss ich bedauern, dass das so lange gedauert hat, bis so viel gemacht ist, das muss ich dann nachher so viel gemacht ist, von der Regierung am Premier das sieht, dann das ist nicht falsch, dass an Polioren viel mehr geschieht als wie an all den Jahren vorher. Und der frühere Premier war ein Dom, natürlich, das ist so kein persönliches Ausstellung, mir das klar, dass ich bei der Ende von der Mandatur stehen, überhaupt die Nachgefläche, die Gründe, die für Drogen historisch drin beschreibt sind. Wie nun hat gesagt, effektiv, dass das ungesund ist, aber effektiv ein Artikel von 2D stehen, für den Nation Branding Lützeburg nicht gut ist. Ich fand das nicht gut, wirklich. Mir dafür auch dann Minzöch und Eissöch zu sagen, gezeigt, dass man das Regeln gut als vielleicht kein gut Wort, weil ich gut nie extra Regeln mit der Hilfszeit effektiv, dass man da drücken an Schwingen, dass Lützeburg ich weiß von der Präsidentschaft von der IRA, wie wichtig das Thema generell ist, mir noch geschwärzt von all dem, was geschieht ist, dass wir hoffen, dass Durchbruch kommt, auch par rapport zum Gesetz von der Contournement, die schafft eine gewisse Fait accompli, wenn du die Preskription dann antritt, dass du nicht Ressentiment dann nach da sind, gesagt wird, du hast ein Gesetz gemacht, wie für den und den Grund, obwohl die Schule nie fällig wäre und vielleicht aus ganz anderen Gründen generell gemerkt ist. Also gerade die ausländische Presse und die Sachen beweisen für mich, dass wir als alle müssen mobilisieren, die Regierung, die Zivilgesellschaft, wen auch immer du machen soll, um die Privatunterprisen für das Einkehr hinzuschmeißen. Ja, also effektiv, die Frau muss national gelesen gehen, die Frau muss debattiert gehen. Und die Schuld liegt nicht nur bei der Zivilgesellschaft, die sich nicht genug mobilisiert wird. Da ist auch ein Problem von politischem Kalkül, den fehlgegangen ist. Die devoir, das symbolischen Kapital von einem historischen Update, das politische Kapital, das positive Kapital von den Entschuldigungen zu holen, und aber Pflichten, die da gehen, nicht zu akzeptieren. Oder, besser gesagt, den Rückgang, den im Juni 2015 zu spüren war. Das Problem ist nicht, dass die Zivilgesellschaft sich nicht genug mobilisiert wird. Das Problem ist, dass da etwas fehlkalkuliert gouf, wenn den Deckel bis abmöcht, dann müssen wir auch bis zum Schluss gehen. Das was lo ist gemacht gehen. Die Geschichte wirklich ausstudieren und ausschwatzen. Ich denke, dass so, dass, also mit gibt noch viele Punkte, wo ich noch kein durchschwätzen, in anderem über 5 Fonten, wo wir noch nicht geschwärzt haben. Es sind bei dieser Regierung eine ganz reihe Sachen geschieht, das muss ich meinisch klar sagen. Das sind eine ganze Reihe, wenn man sie geben abzählen, das ist das Fondation. Auch das als Musee frisch gemacht hat. Das ist die Regierung, die das auf den Weg steht, nicht die Regierung, die
die Regierungen für drun, den Zentrum für politische Bildung. All die Sachen mengenech eng groß Rolle oder spielen eng groß Rolle an dem Gesamtkader, den net nimmen op froh von der Responsabilität von enger Verwaltungskommission zu beschränken. Gut, dat sinn, dass man die doofroen auch noch opwerfe, weil da bra man nämlich nach 12 Stunden. Vielleicht wäre der Moment für dass man trotzdem einfach dem Publikum wie Milch geht gehen nach ein paar Frohen zu stellen. Guten Abend. Ich kann noch stohlen. Ich bin Großmüller. Seid ihr mich besser? Ich bin am Anfang heute Abend da hingekommen für den Rapport über den Vincent Artuso zu diskutieren. Ich kenne den Pastiologe Dr. Artuso. Ich kenne den schon für, dass er seine These gemacht wird. Ich habe einen von den ursprünglichen Texten, den du mir gegeben hast, für 10 Jahre. Richtig. Wir sind nach hingekommen, für den Artuso Singapur zu schwätzen. Und ich bin leider zu der Konklusion gekommen, dass am Anfang wir schwätzen mehr oder es wurscht, dass wir gehen an den Paul Dostert wie an den Vincent Artuso. Ich respektiere den Herrn Dostert, aber hat bald halt sich von der Zeit geschwärzt und das ist vielleicht auch sehr demokratisch recht. Ich wollte den Artuso just eine Frage stellen. Am Buch und am Rapport fehlt mir die Konferenz von Evian. Die Konferenz von Evian, wo Lützeburg nicht da war, aber wo den Chargé d'Affaires an der Zeit, an den Haag, an den Premier geschrieben hat, hat von tollenden Herren, dass eine gute Lösung für die jüdischen Refugié-Problem wären Konzentrationslagern gewährt. Die Briefe, ich habe Kopien davon, aber das ist auch eine Passage an der Zeit vom Filmkrieg, die ihn nicht so vergessen. Der zweite ist, was ich von froh, den ich seine Exzellenz seht, in der Zwölf. Brauche ich nicht. Okay, den ich dem Beamten George Santervold vor, mit die Frau, die, das ist das berühmte Gesetz von 1950, und ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ich weiß auch nicht, wer an der Zeit der Premier war, aber das ist méchant, weil an dem Gesetz 5 Jahre nach dem Krieg eine Zahl von 1931 genannt geht. Und die Passage könnte ein bisschen für ein berühmtes Buch, was an der Zeit schon in Deutschland zirkuliert wird, beim Kampf. Und ich fand am Anfang das Gesetz einfachste Lesung wäre zurückzuziehen, viel zu annullieren. Dann vergessen wir die ganze Komödie, die daraus kommen. Aber noch ein Kehr, Vincent, Kompliment, fantastische Arbeit gelesen. Und ich sage auch dem Frank, merci, dass er das organisiert hat. Merci. Ich weiß nicht, das ist ganz leicht, dass der Knisch auch noch nicht erwähnt. Über das Gesetz von 1950 über das Gesetz von 1950 da gibt es Historiker, die besser sind. Ich denke, das auch viel erklärt geht. Der Herr Artuso hat selber gesagt, was an dem Gesetz als Parameter sind. Und die Parameter sind ja, haut schwer verstanden werden, doch halt nicht. Sie kommen in einer bestimmten Zeit, aber wir sind haut so viel Jahre nur und da muss ich so effektiv die Parameter, wie kann ich erst ziehen, die Woche machen, wenn ich nicht mal eine Kalitze gehen und so weiter. Denn der Punkt, du hast vielleicht eine Kritik ein bisschen zu hart gewesen beim Herrn Klischleiter, das ist ja nicht der Rapport Artuso, sondern das dem Rapport Artuso
nur geschieht das. Und da wollte ich ja so, dass ja aber relativ doch vieles geschieht, aber viel, als durch den Rapport gestoßen geht, als nicht einer Lesung zugefügt gehen. Wir sind alle Guten halt bewusst, ich meine am Raum, dass eben der ganze Kopf von ganz schwierigen Frauen eben nicht gelesen sind. Anelo mussten noch weiter angepackt gehen, als Ausgangspunkt die Sache von der Rapport 8 Ich so nicht heute haut etwas, vielleicht gehe ich da über meine Kompetenzen raus, wenn ich da so ein gerade einen Appell gemacht über das Gesetz von 1950. Und ich so und dadurch nicht mehr, weil ich höre ja vieles, gerade auf den Posten, und ich bin immens dankbar, weil Leute auf mich zukommen, also können wir mal ein Wort machen, die schon heiße Probleme. Ich meine, wenn das Nation will splicken, dann muss das Regierung, da muss das Gesetz von 1950 annullieren. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Wenn das Gesetz, wenn das Nation will splicken, dann muss das zurückziehen. Einzelallusionen sind schon hier gemerkt gehen, trotz dem Gesetz sind bestimmte Lesungen envisagiert gehen. Und ich meine, das ist der Weg, den man muss gehen, dass man trotz dem Gesetz von 1950 konkret die Probleme, die noch ausstehen, der sind da eben doch genug konkret uphaken, an über das Gesetz herausgehen, an trotzdem Gesetz Lesungen fanden, die von allen Dingen noch als jüdisch Mattbier mehr zufriedenstellen, wie sie da im Moment sind. Ja, ich wollte noch so, dass Lützeburg Stung 1950 nicht allein mit dem Gesetz do. Das Gesetz war so mal auf jeden Fall ganz stark inspiriert vom Balsche Gesetz. Balsch hat damals genau dieselben Kriterien. Das heißt, Reparationen für Staatsbürger, Reparationen für Ausländer unter ganz restriktiven Konditionen. 90% von den Juden, die an der Balsch für den Krieg gelebt hatten, waren Ausländer. Just Balsch wurde sein Gesetz für ein bisschen mehr wie 20 Jahre komplett reformiert. Und wie gesagt, das Gesetz wurde reformiert für den Rapport über die Responsabilitäten von der Balscher Administration. Die Lesung, die du fand, war ein Gesetz, das dann eben aus der Nationalität kein Kriterium mehr gemacht wird, einen Fonds zur Verfügung stellen von 115 Millionen Euro, mehr mit einer Begrenzung an der Zeit. Ich meine, die Leute hatten 2 Jahre Zeit, für so eine Demande anzurechnen. Und nur für ja, froh auch zurückzukommen über Evian, über die Konferenz d'Evian am Juli 38, ja, effektiv. Ich schwatze das ganze Jahr an. Ganze Jahr an, für zu sagen, dass Dono eng Trotzreaktion auch könnt von der Lützeburger Regierung, die seht, voilà, als Noberen los und am Stach. Und du wenn's Werte mehr als Grenzen nicht mehr überwachen. Und auf dem Weg sind ein großes Teil von Flüchtlingen direkt von Deutschland über Lützeburg auf Frankreich und Balsch kommen. Ich hatte mehr Kinder darüber schreiben. Ich meine, ich hatte mal gemeint, viel mehr Kinder schreiben. Und das war ja auch ein von den Kritiken vom Herr Bartel über den Rapport, dass wahrscheinlich Elemente daran gefehlt haben, dadurch nicht genug Quellen angesehen hat. Aber ich will euch aber auch daran erinnern, dass ich damals ganz sehr müsste schaffen. Ich habe 6 Monate auf Halbzeit auf dem Rapport geschafft, weil ich nach einer Beschäftigung hatte. Und dann 14 Monate à plein temps. Und an der Zeit da, und in ein paar Monaten, und ich musste an einer Geschichte erforschen, wo kein seit Jahrzehnten rangelöst hat. Und schon mal Best gemacht, für das so gut wie möglich zu machen. Und für so viele Quellen wie möglich zu sehen. Und leider muss ich sagen, dass die Kooperation nicht immer doof war, für die Quellen zur Verfügung zu stellen. Und da könnt auch noch froh von den Archiven. Und den Archiven war Kooperation. Mit dem Problem ist, dass genau zu dem Zeitpunkt, als den Depot vom Saint-Esprit ein Jahr lang zugemacht ging für Restaurationsarbeiten, so dass ich
Vier Umfang von meiner Recherchen, wo müsste genau so, ich will die Dossien angesehen. Und das Problem ist natürlich an der Recherche, es gesagt in dem Dossier, an der Bemol kriegt den Hinweiser, Spuren, ob einer Dossien, die ihn da will gucken, und für die dann noch anzusehen, an den paar Wochen, die ich noch hatte, das schon zwar gemacht, aber es war extrem kompliziert. Just den Punkt. Ich habe gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten für so ein Gesetz als null und nichtig, also abrogé. Das wollte ich so und das fand ich wahrscheinlich eine Lesung, die nicht gut mitgedrückt hat. Der Arthur so viel geschlagen ist, eine andere Möglichkeit, dass bestimmte Gesetze zum Teil reformiert, Klauseln abheft. Dem Menge nicht wäre eine gescheit Lesung, dass punktuell und so Sachen anrufen. Lass du mir anschließen. Da sind wir 2019. Wenn der paar Jahre riecht, geht lo über die ganze Geschichte geschwärzt. Wir haben lo über 70 Jahre die Krieg rüber aus. Und dazwischen ist nicht viel geschieht. Für was? Wie wird das lo riecht, Dossier abgemäht, die nach da sind. Ganz viel sind da verschwunden. Zunächst habe ich gesagt, jemand Archiven, denen trauen nicht, wir finden es zu. Und sollte mir eigentlich für was, also wir können froh sein an der Arthur, so und sowas, sonst ging überhaupt nicht mehr geschwärzt darüber. Also sowieso, also wahrscheinlich zu spät, weil die ist all gut nicht mehr da, die Schällisch. Sind ein paar so da, aber die können nicht mehr machen, weil die 90 Jahre. Sollten wir also für was, das so lange gedauert wird. Was war als Regierungen, die da waren wahrscheinlich, die mit den Preisen zusammen geschafft haben, als schon so ein Trete da gemäht ging, da sind wir dann entschädigt ging. Da haben wir 200 Millionen gekriegt, an die in ihre Kammerwahl drin geht. Sie hatten nicht mehr 500 Millionen aus einer Invalidenkiste geklaut. Da war alles, wie viele Häuser müsste neu abgerichtet gehen. Wisst ihr das? Das wären da viel. Da sind 200 Millionen nie durchgegangen. Aber wir haben auch gut die Ja an Namen gesucht. Ich will so als Regierung. Voilà, mehr will ich nicht so, können wir so wenden. Wahrscheinlich nicht. Ich kann auch die vor, absolut. Weil sogar die Member von der Regierung sind ja zum großen Teil nämlich die an der 15 Jahre Gesetze gemacht haben. Die haben just Problem gesteht, für den mich warnen. Aber ich weiß, dass er besteht. Das ist eigentlich eine Voraussetzung, wenn ihr Probleme lesen. Das eben Vertrauen auf vieles eben entamiert das. Vertrauen nicht du hast, die so von den Archiven und so weiter. Das ist fett, das spielen die auch, das Vertrauen fehlt. Aber gerade wenn es so Probleme angeht wie der Teil, als Vertrauen, dass den, ich bin nicht Jurist, mit der Bona Fide, dass den wirklich sich alles durchsetzt. Für das Problem mit allen Facetten anzugucken, an einer Lesung zu feiern, als eine Grundvoraussetzung. Und ich merke, das bei dir so, das ist nicht falsch. Aber das ist natürlich ein großes Problem, das man an dieser Zeit dann aber muss versuchen zu lesen. Vertrauen herzustellen, aber mit Vertrauen an die Archive. Weil die Archive sind etwas, die dürften eigentlich nicht lesen. Sie sollten ja eigentlich dazu bleiben. Sie können heinz verschiedene interpretiert gehen. Es gibt ja auch Situationen, die muss in Betracht ziehen. Wir sind auch mit diesen Archiven, das gehe ich ganz gern so, nicht immer ganz gut umgegangen. Und wir müssen, dafür nicht auch für Druck, ich einen Appell gemacht, dass sich auch darüber etwas ändert. So ist er sehr froh, eng historisch froh, die ich meine, nicht viel Leute können beantworten. Wir sind eben da, wo wir sind. Aber wir können halt nicht mehr so, wir müssen irgendwo nur dem, also die letzten Überlebenden, das sind dann effektiv wieder so die Menschen, wo wir Verpflichtungen gegen den Überlebenden, aber auch natürlich alle Guten, die in Basanemi da sind, eben so viel mitgemacht haben.
voilà, war kein Promias chronisch bei Scheinenker und 100 Marinnen Schlusswort will so oder ja. Ich will Schlusswort so, weil die Hauptfrau haut nowen wie ich die verstanden hun als geht nach Recherche zu machen. Also das ja nicht nimmen die Sachen, die ganz wichtig sind, die geschwungene Spoliationen. Ich meine, oft geht das ja ganz wichtig, wird alles beschwert wird. Wir sollten uns fokalisieren, irgendwann auch die Recherche, das kann Tuni machen, irgendwann, wenn die Probleme auch dann nach gelöst sind, ob eine neutrale Recherche, weil es gibt noch immens viel zu dienen. Iwer all die Polemik muss jo soen, dats zu Lützeburg der Retard muss abgeschafft gin. A Frankreich an einer Länder an der Belg gët et Memorial de la Deportation schwng net nëmmen e Monument, mé och Bicher, wo op jidsche Memorbuch heescht, wo probéiert fix all Zochen, all Informationoun iwwer all Deportéierten an die Afferen vum Krich ze summen ze bringen. Muss ich gucken, dass die allermeisten Schicksale von Juden, die verschwunden sind, nicht konnten erläutert gehen. Es sind in den letzten Jahren ganz viel Efforten gemacht, noch Madame Götzinger, einer, die verschiedene Schicksale abgegriffen haben. Auch Duni schafft drauf, und das ist wichtig. Ich meine, an einer historischer Perspektive an der Zukunft wollen wir auch als Fondation gucken, dass wir uns ja paisiblement auf die Recherche können fokussieren und so. Das eine schreckliche Unleidheit zu Lützeburg geschieht, während Jahrzehnten haben wir das am Anfang nicht richtig erforscht, wegen all den möglichen Gründen, die wir hier geschwärzt haben. Wir sollen ein Apaisement haben und können mit den Historikern gucken, dass wir das besser können verstehen und erläutern, da das auf jeden Fall unser Wunsch. Wir werden es doch so, dass wir bewusst sind, dass sogar die Basismaterialien nicht existieren. Die wisst vielleicht, und das gibt mein Schlusswort, dass der Konsistoire israélite viel mitgeschafft hat, auch mit der Kommission über die Spoliation, für die Lust von den Juden, die den 10. Mai 40 zu Lützeburg waren, abzustellen. Und wir kommen auf plus ou moins 4.000 Nimm. Aber die wisst auch, dass was Denis Guto gemacht hat, und zwar die Lust von den polnischen, sogenannten polnischen Juden, die abgesagt sind als von der Police, dass die auch Nimm, also dass da viel Nimm dran sind, aber wenn ihr guckt, da sind nach Sachen, also Nimm, die auf der Liste sind, die Menge noch nicht erfasst sind Demos an der Liste von den 4.000. Das heißt, da sind Sachen, die müssen nach abgeschafft gehen. Das sind Basissachen, die wir bis heute nicht fertig tun, für zu verbessern. Ich weiß, dass die Liste aber schon lange bekannt war. Das ist unser Wunsch als Fondation, als wirklich zu gucken, dass wir auch die Moyen haben, für die Recherche können, die Recherchehistorik können machen. Und das gerade mehr für zu sagen, das hat nicht mit Schuld zu tun, das hat nicht mit genereller Geschichtszuweisung zu tun. Das wirklich, was wir mengen, das als Responsabilität vis-à-vis von den Leuten, die heute zu Lützeburg persekutiert sind, auch verschwunden sind. Und wir hoffen, dass wir das in den nächsten Jahren können machen. Voilà, dann gewischen als Musee probieren wir das zu machen, was wir in der Vergangenheit machen, nämlich das, was als Historiker inklusive die mehr am Museum herausfinden, dass wir probieren, das dann auch ein mehr breite Publikum zu vermitteln, weil ich meine, das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine noch, dass die Presse auch an dem Aspekt eine wichtige Rolle hat. Ich meine, dass es wichtig ist, dass was den Denis machen, nämlich Artikel Radio, Geschichte vermitteln, dass man die Wolle parallel zu der Recherche nicht vergessen. Und wenn man weiter so zusammen schaffen, wie das Moment funktioniert, dann denke ich, dass man da nicht so schlecht leiden.
Ich bin nicht merci, dass kommen sieht. Ich bin nicht merci für die interessante Diskussion.